Oh, what time it is. Oh, what time it is. What a time to be alive. Ich bin ein Rasensprenger. Da ist irgendjemand schon wieder Rasensprenger. Keine Ahnung wer. Ich glaube, es ist der Berndl Hans und der Schmidi. Habe die Ehre miteinander. Bum, 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 bum. Peng, peng. Lauter Bum, Bum, Männer. Schmidi. Berndl Hans. Langsam rein. Birk Airline, Heute. Fit, endlich wieder Landi. Endlich wieder Landi. Steht da Kronen ab so fanna. Also geht nur im Städtchen. Dieses Bein Ruhe jetzt! Habe die Ehre miteinander! Ich bin's, der Bürger, an einem wenn nicht der zauberhafteste Montag des Jahres. Es ist Landezeit. 2 verdammte Jahre haben wir's jetzt ausgesessen. Und ich möchte erst einmal, habe die Ehre, ich bin's, der Bürger. Zweitens, Rest in Peace, Mr. Headphone User. Drittens, Schnauze jetzt! Jutzi fix! Ich bin der Bürger, das ist die Erika und der da hinten, der gehen wir noch irgendwann aneinander, das fällt uns dann Schwein. Opa, merci dir. Beatback Music, merci dir. Möchte keinen Ton nicht hören. Ich weiß schon, der Sound ist vielleicht gerade nicht so der allergeilste, aber besser habe ich es halt nicht zusammengekriegt. Was soll ich machen? Ich sag mir auch nicht selber, es wird schon passen. Freunde, das soll ich mir gerne zeigen. Wir haben es jetzt 2 Jahre lang ausgesessen. Holy shit! Bürger, kannst du mir Landi spielen? Bürger, spiel mir Landi! Peng, 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 peng. Wir blüten da schon wieder. Lütze! Na, endlich wieder Landi! Servus Bürger, endlich wieder Landi. Wären hoffentlich wieder geile Streams. #Fend, #Nabecker. Löwenzeit, merci dir, Beatback Music, merci dir, Opa, merci, mein Maiker, merci, Alfons mit Shotgun, Harvey, die merci, Leid, Schilds. Schilds, Alter, Minuten, Bitchen. Bitchen. Der Sound auf der Wiese ist halt nicht so gut. Was soll ich machen? Ein Rasensprenger. Wer hätte das gedacht? Ich sehe leider Gottes nicht, wie viele Leute das wir sind. Ich sehe ja nicht, wer da ist. Ich sehe bloß da auf der Seite, sehe ich Donations. Mehr war nicht drin. Ich hör's, das the same shit, different day. Tommy, merci. Bali, merci für deinen Zwickel. Habe Ehre. So, wie geht's euch? Wer ist da? Ich sehe schon, die Leute haben offensichtlich keinen Bock, gerne einen Fenster zu umschlecken. Ich hab gesagt, ich hab die mitgehalten und schlägt seine Schwester, das taugt ihm. Ja, nein, sag's nicht, Bürger, sag's nicht. So! Tja, wie schauen wir aus? Heute wird unfassbar viel mehr droschen. Was wir mir heute machen? Ich hab Nachmittag schon ein bisschen eingelullt. Schnauze jetzt! Der Kunze! Servus, Bürger! Der Kunze kleines jetzt, was? Um eine 9 Wochen alte Labrador. Da schaut dich gerade amüsiert an. Dann sagst du dir einmal einen schönen Gruß von mir. Gibst dir einen extra Streichel. Bürger hofft dir und der Gattin geht es gut. Was ist jetzt so gut? Mortal, merci! #Bulldog, #Geldgeiler Wichser. Ich tu dir mal ein bisschen tanzen. Aber das, ich weiß nicht, es nimmt sowieso kein Ende nicht. Ich kann jetzt auch tanzen. Ja, ob dieser Tanz ist, weiß ich nicht, den erfüllt man ein. Basti, merci, Wolfi, merci, Martin, merci, Roman Empire, merci, Kulzer Clan, Grits, Galaxy Panda, merci für den Fünfer. Leute, chillt's heute. Es muss ein Ende haben. Ich werde so gerne was erzählen. Ich kann nichts erzählen. Ich kann nichts erzählen. Was? Erika, Basti, merci dir. Leider Zina ist 2 und du weißt es. So, kann man jetzt noch mal drüber schmatzen, was wir heute werden? Finally ist der Landi da! Servus. Das hat sowieso keinen Sinn. Erika, was sagst du dazu? Ich weiß es nicht. Sagst du das? Nein, es ist ja gar nicht da, es ist da. Ja, ich weiß nicht, was die Leute bedingen. Ja, da kauft man da ein wenig einen Dorn, ein wenig einen Kraftfutter. DRRRT. Damit wir ganz viel wenig hier grillen können. Nice. Bin wieder da. Endlich wieder. Reisinger, merci dir. Doc, Laie Bigrias im Nachbarland von der Frau, im Baron und mir. Sag, oh, Baron hat mal wieder Schäferhund geheißen. Grüße zurück, Reisinger, merci wie immer, den Nubius, merci. Schaut dauernd rum und schafft Ablos Flat OXD. Habt die UE letzten Tage den alten 19er Stream nochmal durchgeschaut. #Bulldog. Ab Mittwoch haben wir einen Server. Ich werde mich darum kümmern, ich darf ja so gern was erzählen, aber ich kann nichts erzählen, weil die Leute da irgendwie ausflippen müssen. Ich weiß es auch nicht. Mega, merci, Flo, merci, Joey, Blutra, merci dir. Jetzt fix bei dem Aufzug musst du aufpassen, dass die Hölle nicht ausläuft. Tut mir leid, ich will mich selber sehen kann, hätte ich schon lange einen Pinken in den Hosen.
So, wer ist jetzt drauf? Flo, merci dir. Minga, merci dir. So, nein, Chills. Wir spielen jetzt das Tutorial. Schauen wir uns die ganze Sache mal von ganz vorne an. Warum? Weil ich das letzte Mal 2,5 Jahre her jetzt und ich absolut keine Ahnung habe. Auf der Bierbänk steht ein kleiner Besoffener. Der ist jetzt Bein. Too fat to fly, jetzt sind wir der Mitgliedschaft. Opa, merci dir. Und was hat's zum Frühstück gegeben? Stinky Cheese, Stinky Cheese, Stinky Cheese. So kann man jetzt chillen. Spätestens überhaupt schon wieder. Keine Ahnung. Und 5 nach was 8. jetzt zum Frühstück Jam Stinky Cheese, Stinky Cheese, Stinky Cheese. Zum Frühstück habe ich meine Kasachsen gefressen. Opa, merci dir. Feuerwehr, bin einmal wieder da, hoffentlich kennt's mir, du Chef. Nein, keine Ahnung, wer Sie sind. Merci dir. So, was wir jetzt denn? Jetzt sitzen wir uns einmal gemütlich hin. Dann diskutieren wir die ganze Geschichte, die ganze Gespuse haben wir ja runden aus. Und in 2 Minuten fangen wir an. Tutorial. Ganz von vorne wieder anfangen. Das heißt nicht, dass halt nicht absolut hehres Pro-Gaming an den Tag gelegt wird, Freunde. Los geht's! So, wie schauen wir aus? Ich weiß es nicht. Oh, so. Mit dem scheiß Hut, da schwitze ich jetzt schon wieder drunter, dass ich in die Hosen scheiß. Aber es ist nicht schlimm. Hat Träger. Ja, da gingen schon 4, 6, 8 Kilo rein. So, aber was auf der Bierbing hockt, der kleine Besoffene. Natürlich. Kräuterbastel. Boxe. Das verstehe ich nicht. Boxe verstehe ich nicht. Wen soll ich mich boxen? Soll ich jemanden anderen boxen? Oder soll ich es backen? Oder ich weiß es nicht. Wo bekommt man den Hut her? Das ist eine Sonderanfertigung. So. Matrix! Da schwabe ich mir mal geschwind das Mai aus. Oida, Ja? bist du wahnsinnig. No Was? mir hob i an Fernsehen o geschmissen und sofort erzählt in der Hosenausbau. Matrix, merci dir. Herr Wessler! Bierbänk steht ein kleiner So, Fanner! Der ist jetzt Bein! Voll fürs Quad! Schrö, merci dir, nicht Schrö! Bonner, ich weiß nicht, wer er ist, mir wurscht jetzt! Leute, Donation Sounds werden jetzt ausgemacht! Aus! Schluss! Aus! Pfui! Böse! Matrix, merci dir! Rössler, merci für die Mitgliedschaft! Schrö, merci für den Euro! Was, das Kostüm macht mich fertig! Mich macht's hochgradig attraktiv! Ja? Ich seh die Alten daheim schon hier einer auf Rasen springen mal. So! 1054 Leute und es wird noch nichts gespielt. Drauf geschissen, wir spielen wir heute nicht. Wir ziehen unseren Hut rein, schauen wir super badass aus und gruppert mal durchs Feld durch. Das weiß ich noch. Ich weiß noch grob, was Gruppen ist. Mehr weiß ich aber schon auch nicht. Kostüm übrigens, welches Kostüm? Auf der Bierbänk steht ein kleiner Was hab ich getan? Ich weiß nicht. Behinderter. Nico, merci dir. Herr Mühlbauer, merci dir. Andi Wand, merci dir. Tommy, merci, Alter. Und der Nico, merci dir. So, Donation Sounds sind jetzt aus. Wir fangen jetzt mit dem Spiel an. So, wo hat denn Donation Sound? Donation! Da haben's. So, Schluss! Freunde der Sonne, heute ist der Tag der Tage. Endlich ist... Haut's mir erst einmal ein Koppel raus. Von was wissen wir nicht, weil drungen habe ich nichts. Wir geben uns jetzt erst einmal das Intro vom Landi. Ja? Heute wird nur feinstes Gameplay an den Tag gelegt. Vorher fangen wir mir gar nicht an. Fluss! First Aid Channel, welcome to the squad. Da du das mit Sicherheit deswegen triggerst, schaltest du noch mehr ein. Achtung! So, Ruhe ist! Wir schauen mal aus! Fangen wir an, oder was? Wer hätte gedacht? Oh, jetzt wird's erstmal super badass. Oh, hell yeah. Figured how to dig the soil. Tend the It is earth, time is to It's feed about time. ourselves. to get the field done. Well, maybe some have. But a few of us still know. Die Musik, Alter. Da brauchst du gar keine Doom-Musik mehr hinterlegen. Du brauchst gar keine Doom-Musik mehr hinterlegen. Es wird nicht mehr besser, Alter. Zuhören, Leute, Don't get zuhören. me wrong. The sweet smell of the morning dew, the way the warm sun and the cool breeze can dance across your skin. But don't think it's a game. Don't think it's a game. The farm's got a way of sorting the wheat from the chaff.
Es ist so gut. Just Ich krieg remember to keep Gänsehaut. your wits about you. Cooler wird's nicht mehr. Cooler wird's nicht mehr. Miete! Mau! You fall, Ist der Mais you hin? get back up Dass du again. nicht aufpasst hast, du Dutschen! Zieh dir mal anständige Hosen an! Du Brutzkauheit angesuchte! Who else would choose to wake up early in the morning, tear up their hands working in the fields all day, and then spend the evening planning how they're gonna do it all over again? Better. So, wenn du nach dem Trailer keinen Bock auf Bulldog gefahren hast, dann weiß ich es auch nicht. Du bist der Ahnungsloser, bist du. Day after day. Season after season. Wie lang ist der Trailer eigentlich? Year after year. Year after Oh, it's never ending. It stretches far forward and back from us as long as farmers have been tending this earth. And farmers will be around as long as such a thing exists. Tomorrow is secured by those willing to do Ich brauche nur ein Banjo. So when you feel alone out there in the field, Das ist das Intro übrigens. you're not. Ist das animiert? Ja, selbstverständlich ist das animiert. Das sagt man allein. Think about all those that have come before you. And all those that'll follow. Es wird nicht mehr besser. Plant today, Wird's nicht mehr. harvest tomorrow. Ladies and Gentlemen, wenn das nicht das ultra krasseste Todesintro für einen Farm Simulator war, dann weiß ich auch nicht. So, mit dem überhaupt nicht lang umeinander. Haben wir doch nicht bei die Hotdoten. So, passt der Sound einigermaßen? Ich hoff's, wenn nicht, dann habt ihr ein Problem gehabt, habe ich die. Wir fangen natürlich an mit einer Karriere. Nochmal. Wir werden uns heute mal so ein bisschen mit den Grundlagen beschäftigen. Und morgen hole ich meinen Server und ab Mittwoch spielen wir wieder Multiplayer, so wie wir das im Landi 19 vor 2,5 Jahren gemacht haben. Natürlich mit einem Bulldog Royal. Was zur Hölle hast denn du gemeint? Und was wir dann sonst so tun, das werden wir herausfinden. Ich habe absolut keine Ahnung mehr. Ich habe seitdem nie wieder Landi gespielt. Wir werden sehen. Wir werden sehen. Ich habe mir grob einmal ein paar Videos angeschaut über die Neuerungen und so. Hab nicht aufgepasst. Los geht's. Wir starten eine Karriere. Freier Speicherplatz. Jawohl. Was mir ein bisschen irritiert ist, ich höre mich selber nicht. Ich werde wahrscheinlich heute umeinander schreien wie ein Behinderter. Oh, egal. Freier Speicherplatz, den nimm ich. So, neuer Farmer. Einfach. Farmmanager Mittel. Bei 0 beginnen. Ich bin Pro-Gamer, ich fange hinten an. Wir nehmen natürlich erst mehr einfach. Ich kenne mich nicht aus. So, wähle eine Karte. Elm Creek. Willkommen in Elm Creek. Das ist die erste. Was gibt's sonst noch so? Haut Baileron. Wo ist denn das? Willkommen in Haut Baileron. Wo ist das? Wo ist das? Ich weiß nicht. Erlengrad. Willkommen in Erlengrad. Das schaut schön bergig aus und so. Nein, wir nehmen die erste einfache Map. Ist mir scheißegal, wir machen das Tutorial. Was? Haut Baileron ist in Frankreich. Ah, interessant, interessant. Gibt's, weiß man das? Ich weiß das nicht. Erdkunde war nie so meins. Los geht's. Elm Creek. Was ist das? Mods und DLCs. Gibt's eigentlich schon Mods? Ich habe absolut keine Ahnung. Ist mir auch scheißegal. Wir drücken mal, smasht mal die Enter-Taste und step mal straight into the Elm Creek. Und dann bin ich sehr gespannt. Ich weiß, dass ein Tutorial beginnt, weil ich heute Nachmittag schon mit drin war. Aber, hab absolut nichts davon gesehen. Bin einmal im Kreis gelaufen, hab mir die Grafik angeschaut und es hat ein bisschen geruckelt, aber man angestellt, wird schon passen. Nicht? So, ein bisschen schneller lohnen kann's. Das ist heute Nachmittag schon mal schnell gegangen. Ja, das ist schon einmal schneller gegangen. Haot wird das gesprochen. Was? Haot? Ich hab doch keine Ahnung. Ist mir wurscht. Ist mir wurscht. Keiner wissen, dass in Frankreich mit jedem Wort, nein, sag's nicht, Bürger. Sag's einfach nicht. Sag's einfach nicht, Bürger. Sag's einfach nicht. Sag's wann anders. Sag's, wenn weniger Leute zuschauen, keine Ahnung. Ich sehe leider Gottes auch nicht, wie viele Leute das wir sind. Beim alten Landi haben wir unseren niemals wieder gebrochenen Zuschauerrekord gehabt, ich glaube mit 2100 oder so. Wir werden sehen. So, smash die Enter-Taste, dann geht's los! Oder auch nicht. Wir müssen einen Charakter erstellen. Das war schon immer wichtig. Okay? So, wir nehmen natürlich... das ist, glaube ich, die Schwierigkeitsstufen. Einfach, mittel,
Schwer. South Park ist so gut. Wir nehmen irgendeinen normalen Typen heute da einfach, was weiß ich, wir nehmen den ersten, wird schon passen. So. Friends of the Sun. Dann gibt's einen Haufen Frisuren. Da gehen wir jetzt einfach schlichtweg links da alles durch. Seht ihr überhaupt meinen Mauszeiger? Ihr seht meinen Mauszeiger gar nicht. Was ist denn das wieder für ein Krampf? Ja, ich weiß es auch nicht. So, was haben wir da? So ein mit so einem Cutter hinten, braucht kein Mensch nicht. Dann haben wir irgend so ein Straußnestel am Kopf. Was haben wir da? Ein Fokuhila? Nein, ein Vorspitz-Hila oder Vornschwu? Nein, sag's nicht, Birger. Ja, das da fühl ich. Die gute alte Foodlap als Foodlap bei Franz Knie, das ist gut, ja? Damit die Platten sauber glänzt. Die backelt mir ein, nimm ich mit. So, Board. Was ist denn das? Gibt's da einen anständigen Board auch? Was ist denn da der Unterschied? Was ist denn das? Ist das ein 3-Tage-Bart oder was? 3 Tage? Nein, Vollbart mehr. Ein hochgradig sexueller Backenbart. Farbe wählen, dann machen wir ein bisschen, ja, das ist gut. Warum meinen Spiele die Charaktereditoren immer das Beste? Ich weiß es nicht. Es schaut irgendwie aus als... Nein, ich sag's nicht, Birger. Sag's einfach nicht, Birger. Sag einfach gar nichts. Nimm mir der ganze Mal Vollbart. Was soll denn das? Also man kann ihn aus 2 Teilen zusammenbauen. Okay. Oh, leck, ist das der ultimative Pornobalken. Schau dir den an. Oh, leck! Ist ein ganz guter. Leute, aufhören jetzt mit den Donations. Wie viele Leute haben mich übersehen? Ich weiß nicht. 30er Sepp, merci dir. Was? 1934 auf YouTube und 461 auf Twitch. Holy shit, damit haben wir unseren Zuschauerrekord dermaßen gebrochen, dass alles bloß noch scheppert. Herr Ida, merci für deine Mitgliedschaft. 2400 haben wir. Alles klar. Macht mich auch fast überhaupt nicht nervös. Erst einmal alle neuen Zuschauer, ich bin der Bürger, mit dem wir Bulldog fahren. Schaut noch nicht so aus, aber es wird noch. Hey, tu dich nicht ab, wird noch. Erst müssen wir einen Foodlab bei Franz zusammenbauen. Damit nichts passiert. Ein sauberes Knie, das hat noch kaum geschaut und einen sauberen Todesmustache. Was gibt's da sonst noch? Ja, man baut sich da halt so ein Vollbart offensichtlich aus 2 Teilen Bart zusammen. Da nehmen wir einen normalen Vollbart und oben nehmen wir einen normalen dicken Pornobalken. Jawohl! Schau dir an. Weißt du, der schaut aus wie 35, aber er ist einfach schon verfrüht in der Midlife-Crisis. Ja? In Klammern, Hashtag Foodlab bei Franz. Ab in den Chat. Wer es nicht mitschreibt, der schlägt einen Teiz. So, weiter geht's. Brauchen wir was gibt's da noch? Oh. Und alles ist umsonst. Die komplette Charakterstellung ist sofort umsonst, weil wir ein Imkergewand da haben. Kann man da imkern diesmal? Da bin ich aber gespannt. Da bin ich sehr gespannt, Freunde der Sonne. Herr Schützhofer, welcome to the squad. Merci dir für die Mitgliedschaft. Leid und Dankeschön für eine Donations. Ich hab vielleicht ein paar übersehen, es tut mir unfassbar leid, aber wir haben noch keine Zeit. Hey, oder ein Motocross-Fahrer. Das macht Sinn. Also das macht auf alle Fälle Sinn. Kann man mal. Oder, oh ja, aufgrund der aktuellen Lage, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob wir mir ein Maisfeld brocken oder, weiß ich nicht, eine Zombie-Apokalypse aufhalten müssen. Bin mir nicht sicher. Oh, ja, da können wir schon netter, schon. Aber man muss doch diese einzeln irgendwie... Schauen wir mal. Wenn wir ein Outfit, da haben wir einfach gar nichts, oder wie? Was ist da der Unterschied? Ich verstehe die Frage nicht. Kann man Farbe wählen? Kann man das... Oh, das kommt uns schon netter, aber ich brauche einen sauberen Blauton irgendwie. Das wird wahrscheinlich auch so nicht funktionieren. Dann nehmen wir das da und dann kommen wir da... jetzt halt. Eine saubere Fliegerjacken, schaut nicht, und eine saubere Pornobrühen auf, dann ist hier eine Achterbahn. 5 Nase, merci für den Zwickel. Hey, hey! Merci dir. So, was haben wir da? Oh ja, das kommt neu. Farbe ändern. Okay. Oh, ja, ich habe ein bisschen mehr Rot. Ja, mein Oberteil ist ein bisschen mehr Rot. Und Jeans habe ich auch keine, wir brauchen saubere Bauhosen. Da haben wir Bauhosen her. Haben wir Arbeitshosen. Die da, kann man dort Farbe ändern. Ja, teilweise. Nehmen wir mal die da. Was gibt's da sonst noch so? Nein, den mag ich nicht. Schaut aus wie Jogginghosen. Ja, der Bauer von Welt erntet das Feld im Jogger, Alter. Im Jogger, Alter. So, nehmen wir die kommt am nettesten. Dann kommen wir mit sie. Ja, Warte, Hosenträger! Ich brauch Hosenträger! Der bugelt sich an, dann rutscht dem Tosen ab. Da hat der Tosen ab. Ich weiß jetzt auch nicht. So machen wir das. So ist, glaube ich, gut. Ciao, jedermann. Der Bürger, sorry für die Verspätung. Hashtag Hobbybauer, Hashtag Österreich. Merci dir. Bussi aufs Nussi. Dankeschön. So, ja, besser wird's nicht mehr. Du, ich glaube, netter käme nicht ohne. Ich brauch, weißt du, was ich brauch? Ich brauch Hosenträger. Ich will
Die Hosenträger! Wo haben die Hosenträger? Im Blau! Giant Games, das kann ich so nicht gut als. Was ist das, Motorradhosen schon wieder? Oder ist das Schnittschutzhosen? Ich kenne mich nicht aus, ich bin ja kein Bauer nicht. Oder eine saubere Lederhose. Oh, leck! Eine lange Hirschlederwichs. Was meinst du, die kostet? Nein, die können wir uns noch nicht leisten, das kommt später. Jetzt fangen wir erst einmal an mit der Amazon Basics. 20 Euro. Arbeitshosen zum Rasenmann. So, muss glauben. Weiter geht's. Stiefel, oh, Schuhe gibt's auch einige. Oh, die schauen doch gut aus. Oh, die schauen stabiler. Oh, das sind Marken. Was sind das für Marken? Steht das ja irgendwo? Husqvarna, die mag ich nicht. Pfui Teufel. Hau ab mit deinem Husqvarna-Scheißdreck. Elton, was ist denn das? War das nicht ein Stefan Raab, sein Praktikant? Keine Ahnung. Was haben wir da? Elton. Scheiß auf Elton. Es ist alles Elton. Haben die einen Exklusivvertrag mit... Oh, John Deere Schuhe. Was haben wir da noch? New Holland. Nein, dann nehmen wir lieber Johnny Schuhe. Dann nehmen wir lieber Johnny Boots. Gib mir die Johnny Boots. Schauen gut aus. Seht ihr die überhaupt? Nein, weil der Wurzelsepp wieder drüber donaten muss. Merci Wurzelsepp, Bussi Nussi. So. Oder sollen wir uns doch für die guten alten Gräner... Oder gibt's die ja in Gelb? Schade, die gibt's nicht in Gelb. Warum gibt's die nicht in Gelb? Ich möchte gern gelbe Gummistiefel. Ein bisschen lost schaut er ja schon aus. Also ein bisschen lost schaut er schon aus. Was sagt ihr? Husqvarna ist das Wahre. Nix da. Scheißdreck. Hikes da die nehmen. Gibt's Hikes? Ich weiß nicht. Auswählen. Nein, nicht auswählen. Zurück aus. Sonst gibt's... Oh, leck, schau dir die... Oh, da gibt es passend zum Pornobalken gibt's die absoluten Pornostiefeln. Gibt dir das? Gibt's die in Gelb? Ich möchte gelbe Cowboy-Stiefeln. Gibt's natürlich wieder nicht. Aber er hat schon Style. Muss ich weiß es auch nicht. Oder einfach Turnschuhe. Nein, man kann auch Formel 1 Schuhe kann man auch ziehen, oder? Ich weiß es auch nicht. Crocs warten das Richtige. Sprenge, das hast du absolut gut erkannt, aber die gibt's leider nicht. Ja, was nehmen wir jetzt da? Ich bin für Johnny Boots. Muss klar. Dann setzen wir uns so einen Hut auf. Ja, natürlich setzen wir ein Motto... Warum? Einfach nur warum? Brudi, warum? Damit nichts passiert. Bayern Pauli, der sagt, es gibt Latzhosen. Gibt's die auch in Blau? Da muss ich noch mal genauer schauen. Ich weiß nicht. Wo ist die Latzhosen? Ich sehe keine Latzhosen. Da ist eine Latzhosen. Aber da kann ich das T-Shirt wieder nicht ändern. Farbe wählen? Ich möchte ein anderes T-Shirt. Ich möchte ein rotes T-Shirt. Nein, das mag ich so nicht. Nein, dann nehmen wir wieder das, was wir gehabt haben. Gefällt mir besser. So. Blau, passt. Boots. Johnny Boots und einen sauberen Hut. Was haben wir da so? Oh, der Stiel. Der Stiel ist stabil, Alter. Der Stiel ist stabil. Ah, ich hab sämtliche Gerätschaften bei mir daheim auch alle von Stiel. Alle. Durch die Bank. Ah, kostet Schweinegeld, aber die überleben die. Die überleben die. Tu die nicht runter. Das ist übrigens keine Werbung. Muss ich vielleicht einmal dazu sagen. Weil manche Leute haben schon so... Ja, ich weiß das wie blöd das Leute sind. So, Beat Bad Music, merci für den Euro. Was? Die gibt's dann im DLC. Nur die gelben Gummistiefel für 20 Euro. Da die nehmen. Bitch, you son of a bitch, I'm all in. So, was haben wir sonst noch? Ein paar Kappen? Nein. Wir nehmen natürlich, passend. Leider gibt's keinen Strohhut nicht, aber wir nehmen den. Kann man dort die Farbe ein bisschen heller? Ja, schau hier. Also irgendwo finde ich es gut, dass es nicht wieder total abtrade Farbauswahlen gibt. Wenn ich jetzt da gleich mal eine kleine Bewertung abgeben müsste. Der Charaktereditor für so ein Spiel ist absolut unwichtig, aber er ist umfangreich genug, dass man sich da ein bisschen spielen kann. Ja, es ist nett. Es ist auf alle Fälle nett gemacht. Grafik im ersten Moment schaut auch ganz passabel aus. Und unser Dude schaut wirklich ready to play aus. Ja? This motherfucker is ready to play. Flo's First Aid Channel. Der ist aus Aschau, wo wir noch wissen, was Landwirtschaft ist. Ich hab noch nie gewusst, was Landwirtschaft ist, deswegen spähen Landi 220. Merci für deinen Fünfer. So, kommen wir noch mehr einmal. Ja, Handschuhe können wir noch ziehen. Aber nur Muschimofas spielen. Oh, Stielhandschuhe. Ah, die haben schon Style, Alter. Mich würde mal interessieren, was so eine Firma wie Steel an Giant Software bezahlt, dass ihre Handschuhe da drin sind. Das würde mich interessieren. Ein bisschen, er schaut schon aus, als würde er was kennen, aber wir spielen ohne Handschuhe. Ja, ich hab auch keine Handschuhe. Nur Muschimofas spielen mit Handschuhen. Und dann haben wir noch einen Brühen. Oh. Lecker, mehr Badass wird's nicht mehr. Da muss ich direkt meinen Hut nochmal in die Augen einziehen. Und dann müssen wir kann man da irgendwo, ich brauche einen Knopf für coole Badass Musik.
Ah, das überlege ich mir bis zum nächsten Mal. Aber passt auch nicht so ganz. Bekannt man noch. Diese geile. Und damit fährst mindestens 16 km/h schneller. Und hast, glaube ich, im Fendt 500 einen Gang mehr. Glaube ich. Bin mir nicht sicher. Aber wir nehmen natürlich die Pornobrille. Was ist das für eine scheiß Frage? Da stehe ich. Stelle fest, ich brauche im Real Life auf alle Fälle eine Pornobrille mit Stärke. Ja, den nehmen wir. Also wenn der nicht badass ist, Alter, der ist so Pro-Gamer, da gruppert sich das Feld von selber. Gib dir. So, bestätigen. Oh. Haben wir Instant drin. Ja, jetzt wird's. Oh. Guys, lehnen Sie sich zurück. It's gonna be serious. Willkommen zum Landwirtschaftssimulator. Möchtest du jetzt eine kurze Tour beginnen, die dir die Grundelemente des Spiels zeigt? Birger! Du kannst schon wieder nicht lesen, du Vollmongo! Ja! Will ich! Oh, jetzt geht schon los. Ich hab jetzt schon die harten Flashbacks, Alter. Willkommen im Tutorial. Nochmal, ich hab wirklich keine Ahnung, wie das bei mir funktioniert. Ganz grob natürlich, ja, man muss übers Feld fahren. Yay. Das war's dann. Tour. Zu deiner Linken, am Rand deines Feldes, steht ein großer grüner Mähdrescher! Übrigens werden alle Geräte im Text genau so ausgesprochen. In dieser Lautstärke und in dem Tonfall. Ich möchte keine Beschwerde hören. Geh hinüber und berühre dort das Ausrufezeichen. Unten links siehst du die Karte. Das blaue Rautensymbol zeigt dir, wo das Ausrufezeichen ist. Halt dein Maul! Das. Okay. Ja, okay, das ist quasi das Tutorial von Ausrufezeichen zu Ausrufezeichen hangeln. Hab's schon verstanden. Tour, dies ist eines der Felder, welches du zu Beginn besitzt. Der darauf gepflanzte Wurz ist praktischerweise reif und kann jetzt geerntet werden. Es wird Zeit, dich ans Steuer des Mähdreschers, Entschuldigung, mein Fehler, Mähdreschers zu schwingen und die Ernte zu beginnen. Ja, nichts leichter als das. Schau da noch. Da stehen sie. Den müssen wir. Ihr wisst, was jetzt kommt. Aber das können wir besser. Achtung, das schauen wir uns einmal genauer an. Freunde der Sonne, dieses Gerät, das ist ein Mähdrescher. Ich dresch's Mäh. Stellen's mir ein Deizi anstatt am Fenty trotteln. Dass ich dann nicht gleich sich eine schmier! So, hätten wir das auch. Das ist ein Mähdrescher, ich dresch es Mäh. Sitzt mir schon drin, Hörst du den Sound, oder? Bene! Kann mir irgendjemand von unseren Landwirtschaftsfachkollegen sagen, was das runde Teil ist, das sie da dran? Kann mir das irgendjemand sagen? Ich weiß es nicht, das ist mir aber auch scheißegal. Ich lese vor. Felix, Max, merci dir. Crazy Potato, merci dir. Leid, wenn ich irgendjemanden übersehe. Ein Luftfilter. Schau her, haben wir bei Birgers Tutorial-Stunde wieder was gelernt. Das ist, hoppala, das ist ein Luftfilter. So. Der Hut sitzt, den drehen wir jetzt mal ein wenig auf, damit ich auch mal was sehe in meinem Leben. So, Tour. Also gut. Hänge das Schneidewerk der Erntemaschine an, das direkt vor der Maschine steht. Wieso kann ich mich nicht rühren? Die Hilfe in der oberen linken Ecke zeigt dir alle verfügbaren Funktionen an. Q anhängen. Wo? Linke in der linken oberen Ecke sehe ich gar nichts außer scheiß Tankstelle. Okay. Ah ja, jetzt. Schau dir das so. Also, Ersteindruck der Grafik. Da muss ich jetzt nochmal schnell aussteigen. Entschuldigung. Ich muss einmal das Gras begutachten. Naja, von der Natten, es geht. Ja, also für das Spiel richtig gut, aber es ist okay. Wie schaut der Wurz aus? Der Wurz schaut auch gut aus. Kann man lassen. Also, Ersteindruck von der Grafik ist wirklich. Kann man lassen. Tippitoppi. So, jetzt. Was muss ich tun? Ich muss irgendein Ding anhängen. Kann man da schon fahren? Ich kann schon fahren. Ja, okay.
Ja, das haben wir ja schon einmal gehabt. So, Deutz Fahr-Topliner 4900 Schneidwerk! Herr Dorfer, mir ist wieder 5er. Der Bürger, weil ich in Quarantäne bin, kriegst du mir restliches Geld. Was ich auf dem Konto hab. Kann das bitte mein Späßl in Richard Acker Ritchie grüßen? Manu, mir ist wieder ein 5er. Grüßgängern hinaus an den Ritchie. Aus meinem Find zum Rich. Merci dir. So, schau dir das Monster an. Weil das fordert mir jetzt wieder an, dass ich so eine riesendrum Gerätschaft hab. Und dann sitze ich wieder da, wenn ich selber anfange und hab wieder gar nichts. Ich sag schon kommen. So, gut. Fahre jetzt den Ernter aus und schalte ihn an, um das Schneidwerk in Bewegung zu setzen. G, Geräteauswahl wechseln. Das glaube ich war das, man kann ja hinten an sein Fahrzeug was anhängen und vorn. Und da kann man hin und her schalten, glaube ich erinnere mich halt nicht mehr ganz, aber werden wir schon herausfinden. Auf X, ausgewähltes Gerät ein- oder ausfahren. B, Gerät an- oder ausschalten. Okay. Links rumstehen. Drescher anschalten. Der Gerät, Drescher zuerst ausklappen. Wo klappt man aus? Okay, X aufklappen. Kann man das auch wieder zuklappen? Schau dir diese. It's 14 times the detail. Wunderschön. So, kann man da ein bisschen rauszoomen? Ja, wunderschön. Ein Helfer kann ich einstellen. Rohr ausfahren. Rohr ausfahren. Ach, sag's nicht, Bürger, halt dein Maul. Ja. Rohr ausgefahren. Das fahren wir lieber wieder ein, sonst fahren wir bloß wieder irgendwo dumm an. Strohablage ausschalten auf Komma. Sagt man da irgendwo. Shit, da geht sogar hinten. Weil, it's 14 times the detail, Alter. Da geht sogar hinten der Hebe auf. Ich weiß zwar nicht, was tut, aber es ist egal. Dann haben wir Drescher zuklappen. Nämlich haben wir ihn schon aufgeklappt. Wo sagt man das? Aufgeklappt. Dann, kann man mit G hin und her. Ich kann jetzt da irgendwas machen. Ich habe keine Ahnung was. Tempomat. Den brauche ich nicht. Schneidwerk senken. Und dann einschalten. Das ist ein Mähdrescher! Oh, leck, ist der laut! Der ist so laut! Wo ist er hier? Ich hab was entdeckt. Ich lese noch schnell vor, dann zeige ich euch was. Jetzt bist du bereit für die Ernte. Fahre vorwärts in den Weizen! Du kannst die Geschwindigkeit des Fahrzeugs entweder manuell bedienen oder mit dem Tempomat eine konstante Geschwindigkeit bestimmen. Die Höchstgeschwindigkeit wird automatisch durch das Fahrzeug und die angehängten Gerätschaften bestimmt. WASD, lenken, ja, das kriegen wir hin. Schalt mal den Scheiß noch mehr aus, du versprengst der Bambi! Oh, der Bambi! Ich hab's genau gesehen, da ist... Da, müssen wir so schleichen, kann man sich irgendwie ducken, man kann sich ducken. Schleicht man so. Schau, was ich gefunden hab. Schau, was du ist. Nein, nicht davonlaufen! Bambi! Eine Popo! Peng, 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 peng! Okay, falsch Spei. Nochmal von vorn. Zurück zum Deutz! Zurück zum Deutz. So. So, selbes Spielchen nochmal. Ja, Floß First Aid, merci dir. Kannst mein Spätzchen Millhouse aus dem Rettungsdienst unter Feuer begrüßen? Millhouse, fühlen Sie sich gegrüßt. Straight aus dem Fiend. Bussi aufs Nussi. Flo, merci dir. Eine Ruhe ist jetzt. Florians, eine Ruhe ist jetzt. So. Senken, einschalten und dann drisch ein ins Vieh. Und jetzt krieg ich gerade noch hin. Bist du wieder zum Kur... Alter, was scheißt der da hinten alles raus? Kennt das so? Ich hab keine Ahnung. Kann man das wieder ausschalten? Ich hab's wieder ausgeschaltet. Wir müssen auf alle Fälle bloß in den grünen Ding da einfangen, glaube ich. Okay. Soweit ganz gut. Normalerweise gibt es aber unzählige Dinge zu erledigen, weshalb es sinnvoll ist, Helfer einzustellen. Wenn eine Aufgabe von einem Helfer erledigt werden kann, wird dir das oben links angezeigt. Stelle einen Helfer ein, der sich um den Rest des Feldes kümmert. Hat's das damals hat es auch schon Helfer gegeben im 19er, oder? Ich glaube schon. H-Helfer einstellen. H wie Helfer. H wie Der Helfer wird sich ab jetzt um die Arbeit kümmern, bis er fertig ist oder der Getreidetank der Erntemaschine voll ist. Du kannst jetzt... Ich bin doch nicht blöd zum Lesen, das ist bloß behindert geschrieben. Du kannst jetzt um andere Angelegenheiten kümmern. Du kannst dich jetzt um andere Angelegenheiten kümmern. Verlasse die Erntemaschine und laufe zum nächsten auf der Karte sichtbaren Ausrufezeichen. Das kriegen wir hin. Wir können da raus. Ah! Fahr mir nicht zusammen! Hubersepp! Was sitzt da drin? Und der regelt das jetzt, oder was? Boah, leck, der hat einen mächtigen... Helfer gibt's schon immer. Ich kann mich nicht mehr erinnern. Wieso scheißt der so viel Zeug dahinter aus? Der regelt das jetzt einfach, oder was? Ich glaube, ich muss da hindrehen. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube schon. So, was tut jetzt hier? Schauen wir mal zu, ob der das schon sauber macht. Da.
Ist auch cool gemacht, wie es das einzieht und so zusammenzieht. Ja, grafisch, glaube ich, hat sich schon was getan. Es ist so laut. Ich müsste da mal da meine Kopfhörer leiser machen. So, machen wir wieder das Feld kaputt, wenn wir wieder durchlaufen. Na, aber das ist neu. Das ist neu. Das ist neu, dass ein Tor umknickt. Ich weiß auch nicht. Gärtner, merci wieder im 5er. Birger, jetzt frage ich nur mal, kommt dein Poster dieses Jahr im selben Format wie die alten, sonst passt es nicht in die Sammlung? Ja, kommt es. Danke für den 5er. Das muss dir nicht 5 Euro kosten. Schaust du den Stream von letzten Mittwoch, da haben wir das Zeichnen angefangen. So, ich muss da hinten das grüne Ding, habe ich schon gesehen. Ich glaube, da muss ich hin. Das blinkt nicht zur Gaudi so. Das blinkt nicht zur Gaudi so. So! Abgeerntete Felder müssen gegruppert werden. Da ist mein Lieblingswort. Bevor sie erneut besät werden können. Ha! Ich sehe, wo ich will. Ich sehe, wann ich will. Dieses Feld wurde vor kurzem geerntet und braucht nun jemanden, der es gruppert. Steige in den Traktor ein und kupple den Grupper an, der dahinter steht. Das kriegen wir hin, das haben wir mit dem Mähdrehschlag gemacht. Oh, da ist ja ein Gewicht vorne, da müssen wir das auch nicht hängen. Wahrscheinlich schon. Das erinnert mich auch noch, man braucht über ein Gewicht fahren, damit du nicht nach hinten kippst. Quasi. Ich hab keine Ahnung, Alter. Ich hab keine Ahnung. So. Rabe EG 3 von 9. Was ist das? Okay, das ist der Gruppe hinten, hebt uns schon so komisch aus. Und dann haben wir noch einen 10-Winkel Pack 750. Was heißt das? Kilo. Keine Ahnung. Gut. Senke jetzt den Grupper und fahre über das Feld, um den Boden zu bearbeiten. Okay, also merke, nachdem ein Feld abgemäht worden ist, muss das gruppern. Okay? Für was habe ich euch? Ihr sagt es mir schon, was ich dann zu tun habe. Außerdem, der erste Bulldog von Welt. Schauen so, wir haben so dermaßen Badass, oder? Wir haben so dermaßen Badass, oder? So, Gewicht senken. Wieso kann man das Gewicht senken? Was bringt denn das? Hebt es uns ja bloß wieder aus. Dann müssen wir mit G wahrscheinlich nach hinten wechseln und das Ding senken. Okay. Nächstes Gerät, Kamerawahl. Mal an alle, die übrigens gerade da sind. Smash the Like-Button if you like. Auch wenn ihr nicht wisst warum, aber ein Like schaut nicht. Dankeschön. Wie viele Leute haben wir überhaupt? Ich seh's ja nicht. Das hängt sich aber auf nach 5 Minuten, die Anzeige. Ist mir wurscht. Jetzt wird eine Gruppe ins Viech. Wir sind alle. Passt's. Ich bin Pro-Gamer. Wir sind alle Zuschauer. So. Ja, dann gehen wir Gas, oder? Eines Viech! Wir müssen mehr bloß geradeaus fahren. Solange wir nur Schau dir die Effekte an. Das war im 19er noch nicht so detailliert. Das brauchst du mir nicht erzählen, mein Freund. Das glaube ich dir nicht. Gut gemacht, das reicht für den Moment. Stell einen Helfer ein, der die Aufgabe beendet. Ja, sag mal, bestellt das ganze Spiel bloß als Helfer einstellen. Ich möchte Bulldog fahren und nicht am, weiß ich nicht, am Pornobalken Karl. Walleck da hinten. Vogel! Der gute die Vogel. Gut gemacht, das reicht für den Moment. Bla bla, Helfer auf H. Alter, das ist eine Alte. Ich mag ja nicht. Die kann doch das nicht. Ich mag einen Alten. Jetzt wechseln wir direkt zu einem anderen Traktor. Mit der Durchwahlfunktion kannst du durch alle deine Fahrzeuge blättern. Suche so lang, bis du zum Traktor gelangst, neben dem das nächste Ausrufezeichen steht. Auf Tab, Umschalt links, Tab, Steuerung, Tab, was? Okay. Vogel! Okay, Tab. Wie? Das ist ja, da waren wir schon. Hat's das auch schon? Ich hab keine Ahnung, Alter. Ich hab keine Ahnung. Wird schon passen. So. Gegrupperte Felder sind bereit, besät zu werden. Dazu benötigst du eine Sämaschine. Steige wieder in den Traktor ein und hänge die Sämaschine an, die dahinter steht. Kriegen wir hier, haben wir jetzt schon ein paar Mal gemacht. Easy, nein, nicht G. Was G? G, nein, C war's auch nicht. X. Nein, Q war's. Oder? Okay, erst einmal das Gewicht fahren. Ah ja. So, schaut gut aus. Die Sämaschine, die du gerade angehängt hast, ist bereits mit Saatgut gefüllt. Wenn dir das Saatgut ausgeht, musst du es mit Saatgut-Säckchen. Säckecken! Mit Saatgut zerkecken! Wo sind denn Säckecken? Hashtag Saatgut zerkecken! Maxi, wer ist wieder entwickelt? YouTube 2330, Twitch 600. Are you fucking serious?
Alter Schwede, damit haben wir unseren Zuschauerrekord mit einem dermaßen Dings gebrochen, dass wir es wahrscheinlich nie wieder erreichen werden. Erstmal habe ich die Ehre an alle, mit so viel Leid habe ich nicht gerechnet. Ich habe mit viel Leid gerechnet, aber mit knapp 3000 habe ich wirklich nicht gerechnet. Kriegt's eine Aufgabe von mir. Jetzt teilst den Stream überall, wo du kannst. Gehst mit 3 Geräten gleichzeitig rein, damit wir die 3000 schaffen. Dann gibt's eine Pinkelpause, okay? So. Die Sämaschine, die du gerade angehängt hast, ist bereits mit Saatgut gefüllt. Wenn dir das Saatgut ausgeht, musst du es mit Saatgut Säcken auffüllen. Entschuldigung. Du kannst diese beim Händler kaufen. Wo ist denn der Händler? Zeit zum Säen. Da es August ist, kannst du zurzeit nur Raps anpflanzen. Wechsle das Saatgut, welches dir unten rechts im Bildschirm angezeigt wird, 3-mal, bis Raps gewählt ist. Das Raps-Symbol ist eine kleine gelbe Blume. Aktiviere und senke danach die Sämaschine und fahre übers Feld. Okay, kriegen wir hin. Wo wechseln wir? Saat wählen mit Z. Kleine gelbe Blume, Raps. Raps haben wir. Sagt man rechts unten bei der Tempoanzeige und so. Dann Sämaschine anschalten. Okay, das Gerät. Sämaschine erst einmal runterklappen wahrscheinlich. Hinten. Ey, das ist alles ein bisschen viel. Jetzt chill mal. Okay, X. Zuklappen. Sämaschine senken. Und dann auf B einschalten. Oh, der gibt voll geil. Und dann fahren wir einfach mal drüber. Sagt man da auch was? Oder ich hab keine Ahnung. Ah ja, ein bisschen. Was, und dann haben wir noch was, habe ich gerade gesehen, ein Spurreißer. Was ist denn der Spur? Hey, Miezi, bleib wieder mal stehen. Wo gehst du hin? Wo du hingehst? Hallo? Die geht einfach durch mich durch. Hey, hallo! Ich bin der Sam. Ghost, Nachricht von Sam. Ja, nein, nicht, du. Das sucht die Code KI. Hau ab. Ja, wart noch, bis du rausfindest, was der Fendt und der Deiz kostet. Du Brunstbuschen Kacknudel. So. Dann kommst du wieder. Kommst du angerochen. Ja. Was tut denn der Spurreißer? Zurück zum Geschäft. Was macht denn der Spurreißer? Weiß das jemand? Herr Kolbe, welcome to the squad. Merci dir für deine Mitgliedschaft. Johnny, merci für deinen Zehner. Leute, hört jetzt auf mit den Donations, weil ich sowieso nicht aufpassen kann vor lauter Blödsinn. It reißt Spuren. Schmidi, über 3000 Viewer. GZ, Alter. Puh. Da muss ich ganz kurz einmal sagen, Leute! Was ist denn jetzt wieder kaputt? Was kaputt? Oh, was war das? Was ist das? Was ist los mit euch? Mal ganz im Ernst, Leute. Vielen herzlichen Dank. 3000 Leute ist für Hardcore. Also ich hab mir schon gedacht, dass heute einige Leute kommen werden. Aber 3000, holy shit, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Vielen herzlichen Dank. Und welcome to the squad. Viel Spaß beim Zuschauen. So! Was tut der Spurreißer? Da siehst du, wo du das nächste Mal fahren musst. Okay. Ich glaube nicht, dass ich den Spurreißer da draußen im Bankett aushauen soll, oder? Ich weiß es auch nicht. Herr Pastor, merci für deinen Zwickel. Bussi aufs Nussi. Jetzt muss ich mal kurz vor lauter Blärerei, was trinken. Ist das genehm, ja? Hashtag 3000. Ab in den Chat. So, wir müssen einfach bloß geradeaus fahren. Ist die Maschine überhaupt noch an? Anschalten. Und jetzt da ins... Okay. Klasse! Du hast den Dreh raus! Wenn du magst, kannst du später weitermachen oder einen Helfer einstellen, der die Arbeit erledigt. Wechsel jetzt zum nächsten Traktor mit einem Ausrufezeichen. Okay, aber vorher schaue ich mir die Miezi einmal noch mal ein bisschen genauer an, die offensichtlich da vorne ums Eck einen Schlaganfall gekriegt hat und jetzt halt nur noch mit 2 km/h durch die Wegschicht rennt. Miezi! Was ist mit dir? Ich weiß nicht, was ist mit dir. Weiter geht's. So. Okay, wir springen mal mit Tab quasi in den nächsten Träger. Nächster Träger, was haben wir da? Ein Hänger, einen sauberen Hänger. Nice. Außer ein ins Ausrufezeichen. Wenn der Tank des Dreschers voll ist, oder auch vorher, kannst du den geernteten Weizen in den Anhänger abladen. Springe in den Traktor und kupple den Anhänger an. Kriegen wir hin. Funktioniert immer gleich. Oh, Kupet!
Fahre links neben der Erntemaschine her bis auf gleicher Höhe und öffne die Plane des Kippers. Dann fährt das Abtankrohr des Dreschers aus und wenn der Anhänger in der richtigen Position ist, wird der Weizen automatisch abgetankt. N, wir Abdeckung öffnen, schließen. Mario, danke für deinen Fünfer. Servus und Shalom aus Israel. Alter, das ist weit. Aus dem 16. Stock vom Balkon am Hotelzimmer mit Blick aufs Mittelmeer und die Skyline von Tel Aviv. Bei 24 Grad am Bierger beim Landi zuschauen. So muss ein guter Arbeitstag auch werden. Grüße nach Israel. Merci dir. Ratzenfetzer, habe die Ehre gehalten, seid gekommen, jetzt kann ich dir mal was zugeben. Merci dir, mach weiter so. Ratzenfetzer, merci wieder ein Fünfer. Stop it now. Bussi aufs Nussi. Dankeschön. So, wir müssen jetzt irgendwie die Plane da oben kriegen und da hinfahren. Das wird jetzt der Spaß, Alter. Jetzt fahren wir erst einmal rückwärts. Rückwärts Anhänger fahren war schon immer meine große Stärke. Ja, das ist... Alter, ich bin einfach bloß geradeaus rückwärts gefahren. Lass mich in Ruhe. Lass mich! So. Okay. Wo fährt denn das Real überhaupt? Vogel! Vogel! Okay, chill. Chill. Wir müssen da rechts ohne fahren. Das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Chill. Absolutes Feinmechanik Pro Gaming. So, fährt jetzt der sein Real da automatisch aus, oder was? Oder muss ich selber machen? Was ist mit ihm? Fahr jetzt Real aus! Hallo! Ich brauche das A-Rohr! A-Rohr! Muss ich wieder alles selber machen. Kruzifix. Für jeden Scheiß können Helfer einstellen, aber das Rohr fährt sich nicht von selber aus. Okay. Rohr war mit O. Jetzt eine mit dem Schund! Klangt das? Oh, das schaut viel gut aus. Shit, das tut sogar das tut sogar physikalisch richtig auffüllen, erst im vorderen Eck. Haha! Großartig! Der Weizen wird in deinen Anhänger gekippt. Warte, bis der Verladevorgang abgeschlossen ist, fahre deinen Traktor dann zum markierten Punkt auf der Karte und berühre dort das Ausrufezeichen. Das kriegen wir hin. Das kriegen wir mal hin. Der ist voll. Nein, zuerst müssen wir das Rohr wieder einfahren. Erst einmal das Rohr iPhone. Armin, merci für den Zwickel. Servus, ich soll von meiner Tabakpflanze, ob du auch Tabakpflanzen anpflanzt. Noch nicht, da kommen wir noch dazu. So, haben wir schon wieder da drin. Aber man kann ja mit... Vor allem sitzen wir im Pirak. So, müssen wir da wieder rein. So, wo müssen wir jetzt hin? Was da hinten? Alter, das ist ja ewig weit. Machen wir lieber mal die Plane zu, damit da nicht irgendein Vogel einscheißt. Kriegen wir hin. Kriegen wir hin, Leute. Das kriegen wir hin. So, wir verhalten uns natürlich den Verkehrsregeln korrekt. Ja? So, da kommt der Auto. Da kommt der Auto. Die werden wir gleich mit sagen, wer da auf der linken Spur fährt. So. Schauen wir mal, was passiert. Alter, du kannst mich schon lang anhupen. Du kannst mich schon lang anhupen, du Hurenmaul! Was ist mit dem? Soll ich aussteigen oder was? Du Fotzengrauber Huren, du Fotzengrauber! Halt, ich bin gleich noch. Du gottloser Kackspacken! Sei froh, dass ich dich nicht ausziehe aus deinem geschissenen Scheißkorn! Ein Backel Fotzen ist gleich aufgegessen! Du... In den Randstall ist auch gleich eingebissen! So! Jetzt weißt, was los ist! Alles klar, Ruhe! Schau mir nicht so behindert an, ich kann nicht gescheit rückwärts fahren! Das ist nicht dein Problem! Du Klappspaten! So! Support your local farmers! Das kann ich nur bestätigen. Brumm, brumm. Brumm, brumm, Kinder. Wir müssen irgendwo da ins Eckentry fahren, das kriegen wir hin. 0 ist gleich die Hupe. Ja, war schon wieder ein Déjà-vu irgendwo. Ja, muss gelingen. Muss gelingen! Muss gelingen! Alter Pudding, Daniel Weidner, welcome to the squad, merci für deine Mitgliedschaft. Ich kann halt leider Gottes am Vorstand nicht anrufen, weil Telefonieren ist bekanntermaßen während der Fahrt nicht erlaubt. Ja, aber als hätte es das jemals interessiert. Ja, schreib's mal im Alter Pudding und Daniel Weidner 2. Wie telefonieren am Steuer, die fahren ins Bankett. Für was habe ich denn 5 Millionen Euro fängt, du? Scheiß aus Schneuen. Schreib einer 2 ins Boden, damit er Ruhe ist, hab ich die Ehre. So!
Telefon. So. Oh, Helfer beim Ansehen. Lukas, das hast du sehr gut erkannt. Da bleiben wir mal sicherheitshalber mitten auf der Straße stehen. So. Das ist der Gruppersepp. Und beim Ansehen, da sitzt mein Helfer ein. So, passt, wir fahren mal weiter. Kannst du mal fahren auch? Hallo, ich hab nach vorne gedrückt. Was passiert denn, wenn ich Maustasten drücke? Ich weiß nicht. Wo müssen wir denn überhaupt hin? Da hinten irgendwie. Muss ich da jetzt über den Feldweg fahren, oder was? Mir haut halt so viel Koppel aus. Ich weiß nicht warum. Wahrscheinlich, weil ich so viel umeinander blähe. Es tut mir so leid. Kann man mal ein wenig ruhiger. Wir kann man mal die Landschaft genießen. Ja, heißt ja auch Landwirtschaftssimulator und nicht Brüllaffen-Simulator. Ich habe überhaupt keine Ahnung, ob wir da überhaupt richtig sind. Auf 9, glaube ich, war Map, oder? Map! Wo müssen wir überhaupt die, wo ah ja, ich seh's schon. Ich seh's schon. Sechs ist ja da direkt über mir. Da müssen wir hin. So, machen wir wieder klar. Deshalb bin ich die Map für die Map. Haha. Machen wir so. Minimap ist hinter mir. 16 nicht, scheißegal. Oder das Ding geht 40, da geht's ganz anders. Schau du, dass du in deinem Zaundeal drin bleibst, du Spacken, hat's dich gleich. Peng, peng. Also da kann man einfach durchfahren. Langweilig! Keine leichten Teile, langweilig! Aber jetzt bin ich falsch gefahren. Was ist da? Farmers Market. Okay. Da müssen wir einmal rundum fahren. Ja, ein bisschen mit dem Hänger fahren üben, schaut sowieso nicht. Aber es haut schon besser hin, wie da vor 2 Jahren. Ich erinnere mich, da habe ich da überhaupt nicht gecheckt, was los ist. Was ist da jetzt? Oh, Vorhalt, bleib jetzt stehen! Diese Abladestelle ist einer der Punkte auf der Karte, wo du deine Ernte verkaufen kannst. Du kannst die Preise aller Produkte im Menü im Fenster Finanzen sehen. Fahre mit dem Traktor vorwärts, bis der Anhänger direkt auf der Grube steht. Sobald das Abladesymbol unten rechts auf dem Bildschirm erscheint, kannst du deinen Weizen abkippen und damit verkaufen. Okay, also wir müssen uns quasi über das Garda da stehen, über das Flying Garda. und mit I kann man dann entladen. Wahrscheinlich werde ich aber die Plane vorher noch oben da müssen. Hirsel, merci für dein Fünfer. Was, jeder Bauernsohn fährt Messe Ferguson. Hat er nicht gesagt. So ein kompliziertes Spiel, oh mein Gott. Frau Freund, das ist unfassbar kompliziert. Ja? Da musst du jahrelang Pro-Gameristik studiert haben. Ja? Sonst geht da gar nichts. So, und jetzt muss ich da rumfahren, oder was? Wir hocken da in dem kleinen Heisel drin. Ich glaube, da hockt der Xari drin. Ja? Und schlägt seine Schwester. Glaub ich. Jetzt pass mir auf, jetzt lenken wir da einmal sauber auf. So. Ich muss ja doch da, wie wird denn der kippt? Wo sägen ich das? Wo sägen ich das, in welche Richtung der kippt wird? Da muss doch irgendwo so eine Art Aufhängung sein oder so. Ich drücke jetzt einfach mal I und schau, was passiert. Schauen wir uns die ganze Gaudi einmal an. I. Der kippt es nach hinten. Stopp! Dann müssen wir da ein bisschen Vieri fahren. Und dann kippt man es rein ins... Was ist denn das da? Ist das ein Silo? Ich hab keine Ahnung. Wird schon passen. So, pass auf. Das schauen wir uns aber genau an, wie gut das ausschaut. Eine kippt ins Viech! Oh, schau hin, wie sogar die Klappen hinten so ein bisschen nachwackelt und so. Ja, die haben sie schon mir gegeben. Die haben sie schon was denkt dabei. Gut gemacht! Das Verkaufen der Ernte ist die Haupteinnahmequelle eines Landwirts. Fahren wir schnell zum Händler, wo das letzte Ausrufezeichen auf dich wartet. Wie immer zeigt die blinkende Raute dessen genaue Position an. Blinkende Raute? Was für blinkende Raute? Hashtag blinkende Raute! Wo? Auf der Map oder was? Alter, das ist am Arsch der Welt! Wir haben da ganz links oben, müssen wir ganz rechts um. Hilft sowieso nicht, Alter. Fahren wir ein wenig. Ein bisschen fahren üben, schaut sowieso nicht. Gas geben, Plane zu, dass ein bisschen besser aerodynamisch geformt ist. So, und jetzt hier Vollgas, Leberkäse. Fahren wir mit 40. Da muss ich direkt meine Hut festhalten, sonst bloßen wir den auch noch runter. Da kommt der Nächste mit, das ist doch er wieder mit seinem roten Auto. Du Kackspacken. So. Vollgas, Leberkäse. Nimm einen Pickup. Ja, den nehmen wir dann hoch. Den nehmen wir dann müssen wir uns ein paar Gerätschaften für später noch aufheben. So, jetzt muss ich mal schauen, wo wir da am gescheiteren fahren, haben wir wieder schon richtig. Ich glaube schon. Wir hätten aber auch durch den Berg fahren können. So ganz im Norden. Ziemlich viel Fader gibt es auf der Karten. Hat es beim 19 auf der Standard-Map auch so viel Fader gegeben? Also jede Nummer mit jeder Fläche ist, glaube ich, ein Fade.
das man sich kaufen kann und dann kannst du da quasi umeinander werken. So, kann man blinken? Mich würde interessieren, ob man blinken kann. Wir geben jetzt Vollgas! Vollgas! Leberkas! Lolmops! Wenn der Bürger LS spielt, gegen Fintaktien. Und wir hocken aktuell in keinem Fint. In was sitzt man mir eigentlich drin? Deswegen. Messi Ferguson. Alles klar. Du, der wird schon gegangen. Für meinen Krampf gelangt er. Jetzt zoomen wir da mal ein bisschen aus, damit das nicht gar so laut ist. Ob wir da Kurvenlenken nicht vergessen. Passt. Hashtag Spacken, Spacken. Wie schaut's auf der Map aus? Ja, da hätten wir... links aufgefahren hätte es überhaupt nicht gebraucht. Wir müssen beim Bulldog auch heimfahren. Kann man da auch einen Helfer einsetzen? Dass der vielleicht einmal ein wenig mehr Gas gibt und von selber heimfährt, kann ich ihm das irgendwie sagen. Ich habe keine Ahnung. Wir werden sehen. Was? Zone? Zone geht zusammen. Da hinten. Da hinten ist die Zone zusammengegangen. Aber wenn du so weit vom Zonenrand, vom Zonenmittelpunkt entfernt bist, hast du meistens sehr verkackt. Was im Menü? Was ist im Menü? Was ist im Menü? Oh, die Finanzen wollten wir uns auch noch anschauen. Wir haben übrigens sagenhafte 3.900 Euro gemacht, seit wir da sind. Mit einem halben Fade Watts. Mit einem halben Fade Watts. So, was haben wir da? Weine. Grocery. Schon wieder. Schaut's denn aus? In der letzten Zeit habe ich vermehrt vernommen, dass die Leute wieder gerne eine Pinkelpause hätten. Wie schaut's mit der aus? Ja, da fahren wir nachher an die Tankstelle Zürich. Da fahren wir mir nachher an die Tankstelle Zürich, das kriegen wir dann schon. Jetzt müssen wir erst noch mal schauen, was da hinten los ist. Numpad 123. Jetzt ist Blinker. Man kann tatsächlich blinken. Schau dir das an. Da muss ich bei der ohne zoomen, damit sie das auch seht. Schau dir das an. Blink rechts und links. Was ist in der Mitte? Oh, Warnblinkanlage ist in der Mitte. Wie schaut's vorne aus? Oh, that's 14 times the detail. It's 14 times the detail. I love this game. Hashtag best game ever. The hype is real. Jetzt mal serious. Die Detailverliebtheit an die Fahrzeuge ist, glaube ich, ein ganz, ganz großer Teil, warum das Spiel so beliebt ist. Und es gibt sehr viele Leute, die belächeln einen Landwirtschaftssimulator, haben aber dann in so Spiele wie Harvest Moon 7000 Stunden Spielzeit. Da wo ich mich frage, why? Okay, wir blinken mal, fachgerecht links und dann fahren wir rein. Dann fahren wir zurück. Clever Motors. Oh, jetzt wird uns, glaube ich, gesagt, wie wir Fahrzeuge kaufen können. Schauen wir mal. Stehen bleiben! Hier kannst du deine Fahrzeuge und Geräte verkaufen oder neue Ausrüstung kaufen. Du kannst dem Händler entweder persönlich aufsuchen, indem du das Einkaufssymbol aktivierst, oder du rufst ihn über das Shop-Menü auf. P ist der Händler. P? Okay. Und das war's auch schon mit unserer Tour. Sieh dir das Hilfemenü an, um tiefergehende Informationen zu erhalten. Bleibt nur noch dir viel Erfolg und Spaß in der Welt der Landwirtschaft zu wünschen. Was das war, das ganze Tutorial! Master Max, bist du vollkommen besoffen? Was ist los mit dir? Haut drin, kannst das Zeug zu der Franziska fahren. Kleiner Spaß am Rande, viel Spaß beim Streamen. Master Max, ich weiß nicht, was ein 50er soll, Alter. Bussi aufs Nussi, vielen herzlichen Dank, aber bitte, bitte. Sport ist euch, in 2 Wochen gibt's neuer Pro-Gamer-Merch. Ich arbeite hart daran. Morgen habe ich einen sehr langen Tag vor mir, habe ich schon gesehen. Vielen Dank, Alter. Dankeschön. Und an den Kritik so aus Wackir, merci für deinen Zwickel. Alter, schön Farming-Punkte sammeln. Ein ins Viech! Jawohl! Ja gut. Und jetzt kann ich mit P einen Shop aufrufen. Und dann? Dieses Menü ist mir vertraut. Kompakttraktoren. Mittelgroße Traktoren. Großtraktoren. Die schauen wir uns so. Wir haben 103.000 und der kostet, der Fendt, nein, 100 Vario. Das darf halt übrigens genau der sein, in dem ich drin sitze. Kann mir das, nein, nicht ganz. Ich kenne mich doch nicht aus. Okay. Wie kann man das scrollen? Alter, da geht's sofort. Alter! Eine halbe Million. Oh, leck, ich mag den sofort. Sofort! Hab ich gesagt. Gib mir. Der ist auch geil. Der schaut irgendwie so ein bisschen behindert aus. Als hätte er sich verwachsen in der Pubertät. Der Feiner, grüß dich Meister. Freu mich, dass du wieder mal schön gemacht hast. Hashtag da ist Heisel. Hashtag nimm's und halt's mal. Der Feiner, grüß mir deine Enkelin. Bussi aufs Nussi. Dankeschön. So, ja. Also da schmeckt man noch lange nicht hin. Das sagt ich. Da schmeckt man mir noch lange nicht hin. Der ist New Holland, der schaut auch gut aus. Der gefällt mir. Ja, der hat farblich zu meiner Latzhosen passen.
Der New Holland. Aber der kostet auch 400.000, so viel haben wir nicht. Wie soll man das jetzt nicht anstellen? Ich weiß gar nicht, was wir überhaupt tun sollen. Ich weiß nicht, was wir tun. Bini! Servus, Birger! Was hast denn du für... Was hast denn du für einen Karren? Ich hab den besten Karren, Alter. Den hat mir spät zur Verfügung gestellt. Ja, die Frage ist, was der mir jetzt? Das ist ja... Ich fühle mich ein bisschen lost. Ich fühle mich leider Gottes ein bisschen lost. Was der mir jetzt? Vorschläge. Ab in den Chat. Bini, danke für deinen Fünfer. So, stehen wir da. Tust du mit Map her? Map! Stehen wir da. Ich weiß es auch nicht. Gibt's einen Lindner? Weiß ich nicht. Kredit! Nimm mal auf! Oh, Kredit. Jetzt fahren wir erst einmal. Weißt du, wie das so? Jetzt ist 9. Früher um die Zeit hat es eine Pinkelpause gegeben. Jetzt fahren wir mal zurück an den Tankstelle. Und gibt's eine Bisi-Pause. Damit da nichts passiert. Oder soll ich da einmal fragen, ob man da zum Bieseln gehen kann? Soll ich da einmal... Warte mal, da bleiben wir schnell stehen, da fragen wir. Da fragen wir. Also, da Rückwärtsgang, damit nichts passiert. Oh, ja, ich rückwärts fahren mit dem Hänger. Das ist so ein Problem schon gewesen. So, jetzt passen wir an. Jetzt schauen wir uns das einmal an. Was ist denn das da? Buy and sell. Nein, bei denen gehe ich nicht zum Scheißen. Das kannst du vergessen. Da fahr ich lieber an Tankstelle hin. Also, wir haben ja alle Gerätschaften da, die wir brauchen. Also, wir können aussehen, wir können gruppen, wir können abernten. Jetzt ist die Frage, wie lange das die Scheiße dauert, bis der Raps wächst. Und ob man den mit dem Mähdrescher auf... Du schon wieder, du Penner! Was wollen Sie? Ja, schau, dass du lang gewinnst, du Trottel, also steig ich aus und zirk dich raus. Du Kackspacken. Herr Obenberger, merci wieder ein Fünfer. Kannst du meinen Bruder Jakob grüßen? Schöne Grüße aus Oberösterreich. Schöne Grüße an meine Lieblingsnachbarn und schöne Grüße an den Robert. Weizenleitner, 2 Jahre, 2 Monate Mitgliedschaft. #Hauste. Brudi, Bussi aufs Nussi. Und welcome to the squad. Ich hoffe, Sie hatten eine gute Zeit. So, jetzt passe ich am Obacht. Jetzt fahren wir da mal vorne an den Tankstelle. Oh, der blinkt ja immer noch. Hat ja gemeint, mein Fehler, Entschuldigung. Eigentlich, ich bin so ein Pro-Gamer, ich müsste eigentlich den ganzen Tag die Warnblinkanlage blinken lassen. Das der wir sicherheitshalber einmal. So, jetzt fahren wir da mal an den Tankstelle zu, damit nichts passiert. Ja, komm mal, muss man eigentlich tanken? Muss man tanken? Ich hab keine Ahnung. Sicherheitshalber hupe ich mal. Lux Light. Ich glaube, das soll sowas sein wie ein Bud Light. Die Scheiße könnt ihr selber saufen. Ja, aber Pinkelpause, Leute. Also ich würde sagen, wir kurz um 1. wieder Euro. Ich nochmal. Wann macht der Fahrer eigentlich eine Pipi-Pause? Jetzt gibt's eine Pipi-Pause. Los geht's, Kinder. Ich kann nicht, wenn ihr zuschaut. Ah, ja, gut. Die scheiße Hosen war schon nicht so verkehrt. Vielleicht haben diese Hip-Hopper doch mehr Ahnung, wie man meint. Wer weiß das? Ja? So. Sauber. Wunderschön. So. So, ist das einmal erledigt, der Riesung.
Oberschwarm sollen selber. Weiter geht's, Kinder. So, wer nicht schnell beim Bieseln war wie ich, der hat Pech gehabt. Weiter geht's. Links, Warnblinkanlage an. Jetzt brauchen wir einen Plan, was wir mit da rennen. Links abbogen. Da, ich hab Vorfahrt. Warum, weiß ich nicht. Du dämliches Arschloch. Mein scheiß Bulldog wiegt offensichtlich -4 Kilo. -4. Was soll ich machen? Eigentlich sollte ich da nachlaufen und sollte die rausziehen aus deiner schwarzen Scheißkarre, du Wichser. Check the Ripple! Servus Birger, schönen Gruß aus Linz. Grüß mir bitte mal meinen Bruder Paul zurück. Pauli, schöner Gruß. Mr. MRC. Leute, chillt jetzt mal mit den Donations. Ich komm nicht mehr klar. Was möchtest du jetzt? Kruzifix! Du huckswachter Hurensohn! Ich krieg eine in deine Pedobärkisten! Und verramm dich, so schnell kannst du gar nicht schauen! Ich rascht aus mit denen Leid! Kruzifix! So, Ruiz. Mr. MRC, merci dir. Da ist noch, da ist ein Ausrufezeichen für Tutorial. Das schauen wir uns so. So. Was haben wir da? Schlafen. Drücken wir mal auf R, dann wir schlafen. Wann möchtest du geweckt werden? Ich bin Pro-Gamer, ich brauche nicht schlafen. Spätestens überhaupt. 10 und 9. Oh, Vogel! Ja, die immer wieder dieselben alten. Jetzt haben wir mal einen runden Piga gefahren. So schaut's aus. Was kann der eigentlich? Tempomat, Kamerawahl, wie schaut der innen aus? Ja, die Detailverliebtheit kann man schon lassen. Ne? Kann man schon lassen. Spanngurte anbringen. Oh. Hey, ich weiß noch, dass es im 19er ein Tutorial gegeben hat, wo man Holz arbeiten kann. Warum ist da kein Tutorial mehr zum Holz arbeiten? Und warum zur Hölle tut dieser Pickup wie ein Tigerpanzer? Alter, der geht 5000! Vogel! Hat der eine Handbremse? Oh. Tempomat, Spanngurte, Auto aufklappen. Wie kann man das Auto aufklappen? Achso, hinten kann man es aufklappen. Das ist ein V8 mit einem Edelbrockkrümmer. Ah ja, alles klärchen. Achtung, auf Gleis 3 fährt ein der Ahnungslos-Express von A nach B. Die Frage ist, was ist meine Aufgabe jetzt so ein bisschen? Was wir jetzt einmal da könnten? Mir ist aufgefallen, dass da ein Haufen was liegt denn da? Benötigt Kalk. Okay, das ist quasi, jetzt pass auf. Feldinformation, rechts unten. Gehört dir. Fruchtart, Weizen. Wachstum, abgeerntet. Gedüngt, 0%, Unkraut, 0%, benötigt Kalk. Du bist nicht in die Tutorials drin. Wo haben Tutorials? Stroh ist das. Ja, das ist mir schon klar. Das ist quasi das, was vom Wort übrig ist. Aber mit was sammle ich das gleich wieder ein? Das heißt quasi, jetzt fahren wir mal, wir haben einen Raps gebaut, das weiß ich. Wie lange braucht der so zum Wachsen? Ich habe keine Ahnung. Gedüngt, Unkraut 0. Auf der Karte, oder? Hauptmenü. Was? Tutorials sind auf den Startscreen. Ja, dann werden wir mal speichern und schauen wir uns das an. Inhalt wirklich schwierig. Ich meine, das war das Tutorial. Dann werden wir auf alle Fälle einmal, jetzt passen wir auf, werden wir mal das Spiel speichern. Jawohl. Und dann gehen wir mal ins Hauptmenü schnell zurück und schauen uns das einmal an, wo da Tutorials sind. Aber, ich darf euch jetzt ja gern zeigen, aber hinter mir ist das Menü, da steht nichts von Tutorials. Da steht Erfolge, Optionen, Mitwirkende, Beenden. Ahnungsexpress! Merci für deinen Zwickel. Hast du mich gerade ahnungslos Merci dir. Arni, merci für deinen Euro. Mr. MRC, merci für deine 350. Arni, echt geil gemacht. Der macht nochmal wieder... Was? Mach nochmal wieder Goofy. Warum denn? Einen Ladewagen brauchst du fürs Stroh. Ladewagen fürs Stroh, dann gibt's die nicht mehr. Hey, dann ist das quasi das Tutorial. Da haben sie nachlassen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich fühle mich schon ein bisschen lost, weil ich jetzt nicht so ganz weiß, was ich tun muss. Und vor allem fühle ich so ein bisschen Panik, weil ja da die ganze Zeit Geld verbraucht wird und irgendwie, keine Ahnung. Eine Ballenpresse. Ja, wir haben auf alle Fälle einen Bulldog. Jetzt hängen wir mal unseren Hänger ab und dann kaufen wir uns einmal so eine Ballenpresse. Ja, wo man das irgendwie zusammen tun kann und dann haben wir halt Strohbeine.
Wo man die dann hier lernen, das überlegt sich dann der Zukunftsbürger. Ist ein Map-Menü, da sind die Tutorials. Map-Menü? Was ist das Map-Menü? Und warum ist mein Hosenträger hier? Das frage ich mich. Nein, Bürger, kein Ballenpress, das ist zu viel für die. Nix da! Schau in die Tutorial-Texte für Ideen. Das können wir machen. So, haben wir schon wieder da. Escape. Ist dieses das Map-Menü? Sage ich das richtig? Wo sehen ich? Okay, da ist eine Tankstelle. Was ist das da? Keine Ahnung, ist da irgendwo so eine Art Legende? Feldfrüchte 2, Wachstum, Bodenbeschaffenheit, Unkraut, gedüngt. Hotspots. Fahrzeuge, Harvester, Anhänger, Geräte, Abladestationen. Ah ja. Produktionen. Tiere, Helfer, Missionen. Haben wir mir irgendwo Missionen? Das war natürlich cool, wenn es so eine Art Quest geben würde. Dass man wieder sagt, was man da. Und was ist jetzt My Fate und wo sehe ich das, was My Fate ist und so? Feldfrüchte. Weizen, Gerste, Raps, da kann man quasi aktivieren und deaktivieren. Ja, das ist ja alles schön und gut. Quests gibt's. Ich sehe jetzt da aber keine Ausrufezeichen irgendwo, wo man da irgendwelche Quests annehmen könnte. Nennt sich Aufträge. Ja, das ist ja in Ordnung, dass das Aufträge heißt. Das ist ja total wurscht. Klicken wir uns da einmal ein wenig durch. Da haben wir ein Wetter, da haben wir Wachstumskalender. In was für einem Monat was wächst. Saatzeitpunkt, Erntezeitraum. Wir haben jetzt beim Raps. Und wann ist der Erntezeitraum vom Raps? Baut man den bloß so im selben Ding noch. Ja, aber so schnell wird er nicht wachsen. Muss jetzt da ein Jahr warten, oder was? Meine Felder sind die blau markierten. Okay. Leute, jetzt chillt's da einmal! Was ist mit euch? Alex Sepp, Alter, die Max-Bürger bei Bauer sucht Frau, oder wie? Ist schon spät. Master Max, merci dir. Machst du später einmal was für die Forstwirtschaft oder jetzt erst einmal Feldwirtschaft? Ich darf gern was für die Forstwirtschaft machen, aber ich weiß nicht wie. Daniel Kött, ein ins Feld! Hashtag Vogel, Hashtag Mähdrescher, ich dresch's mir. Dani, merci. Leute, jetzt bitte, jetzt reißt euch ein wenig zusammen mit den Donations. Dankeschön, Siri, natürlich, ja. Dankeschön! So, weiterschauen. Preise pro 1000 Liter. Feed and Grain South, Getreidemühle. Leid. Macke, grüß mir einen Ransberger Bauung, Alljährig. So, was haben wir da? Ist die Fahrzeugübersicht. Alter, Betriebszeit wahrscheinlich, dann wie kaputt das er ist und was er kostet. Ja, was haben wir da? Was ist ein Rabe EG? Ach, das sind die kleinen Einzelteile, das sind die Gewichter und die Gruppenteile und so. Dann haben wir Finanzen. Gut, da haben wir bis jetzt bloß Plus gemacht, wird helfen. Kosten Kraftstoff, Kosten Saatgut, okay. Einnahmen durch die Ernte, also ein Fädel hat 5.000 gegeben. Und Lohnzahlungen, das ist für die Helfer, deswegen musst du da eigentlich alles sehen, weil die haben einen Tausender gekostet, die Zigeuner, die. Dann, du hast auch keine Stelle, okay. Verträge, was ist das? Der Besitzer bietet eine Belohnung von... das könnten so Aufträge sein, hä? Feld 29 düngen, Feld 4 ernten. Schau dir die so. Dann Aufträge. Feld 34 ernten. Oh, stellt mir das da zur Verfügung oder muss ich das selber haben? Da können wir Gruppen, das können wir doch einmal machen. Ein bisschen Geld rein zum Wirtschafteln. Ja, passt schon! Ist ein Abtankrohr jetzt eigentlich eine andere Bezeichnung für die Unsaufbare? Also, ich komme persönlich vorbei, wenn jemand aus seinem Mähdrescher Abtankrohr eine Saufmaschine baut. Ja, ich werde das inspizieren und dann für gut oder schlecht erachten. So, Vertrag, Ernten. Der Besitzer bietet eine Belohnung von 1900 bla bla bla, 2000 Euro. Zum Ernten Feld 34. Ernte Raps auf Feld 34 ab und bringe die Erzeugnisse dann hierhin. Johnson's Farmers Market. Nutze deine eigene Ausrüstung, du kannst sie auch mieten, wodurch deine Belohnung aber um 219 Euro sinkt. Das nehmen wir. Wir haben ja selber so drum. Simon, Weißberg, welcome to the squad. Merci für die Mitgliedschaft. Bussi aufs Nussi. Vertrag habt ihr, das nehmen wir jetzt einfach einmal. Was weiß ich, wo Feld 34 ist, aber das werden wir dann schon finden. So, angenommen. Aktiv. Was haben wir da? Produktionsketten. Wir haben noch keine Produktionsgebäude. Ja, okay. Da ist noch ein sehr weiter Weg hin. Ich habe also ein bisschen das Gefühl, wir spielen mir dieses Jahr noch furchtbar viel Landi. Wer hat Bock auf Landi? Ab in den Chat. Und Like da lassen. Wer kann Like nicht da lassen, der schlägt seine Schwester. So. Was haben wir da? Spieleinstellungen,
automatisches Speicherintervall können wir mal auf 10 machen, Zeitskalierung mal 5, machen wir mal 10, damit es ein bisschen schneller geht. Ja, der Rest ist irrelevant. Na gut, dann suchen wir uns einmal Feld 34. Wo ist Feld 34? Das ist doch hier vorne am Eck. Ah, das blinkt jetzt sogar. Ha? Ich kann da mal reinzoomen. Das blinkt jetzt auch, wahrscheinlich weil wir eine Aufgabe angenommen haben. Und dann tat ich sagen, hocken wir uns mal in unseren Dreschmäher rein. Und weiter geht's. Ich kann nicht reintappen, oder? So, Rohr einfahren. Dann fahren wir mal hinter ins Eck. Hinter gefahren ins Eck. Und das machen wir mir selber ab. Nicht der scheiß Helfer. Langweilig. Ah, das Ding lenkt schon wieder wie ein verdammter Panzer. So, Entschuldigung, da muss ich jetzt leider Gottes durchfahren. Das hilft sowieso nicht. Ja, ist ja das Feld ein wenig kaputt. Schott hilft nicht. Es hat noch keinem geschaut. Kann der eigentlich blinken? Schön, der kann auch blinken. Ha! Blinky McStinky! So, wie weit müssen wir da jetzt fahren? Alter, da fahren wir mir 4 Stunden. Man sieht es auf alle Fälle da auch blinken. Mehrwerk abhängen. Wieso soll ich das abhängen? Ich muss ja das Mehrwerk mitnehmen. Wo soll ich das dann mitnehmen? Kann man das nicht neu fahren? Das hat aber keine Radl. Drück einmal Post 1. Achtung, Achtung, die Mähdrescher Polizei fährt ein! Was gibt's denn da sonst noch so? Dieses eine Zoomen? Es gibt doch sicher ein Licht. Oh! Disco Fever! Wir haben da hinten auch Lichter dann. Weiß ich nicht. Aber das verbraucht mit Sicherheit mehr Tank. So, jetzt schauen wir mal von innen. Wie soll ist denn da was fahren? Da siehst du nichts. Gut, das Ding geht allerdings auch bloß 20. Tut mir leid, da geht mit 15 mit Drossel der Roller schneller. Da gibt es einen Anhänger dafür. So was habe ich nicht. Oh, wir hätten links fahren müssen, oder? Ja, dann nehmen wir die nächste. Wir nehmen die zweite links. Die zweite links. Ja, ein bisschen auf Zeiten da. So, kriegen wir schon. Jetzt pass auf. Bis wir in den Spey reinkommen. Wir hätten links gemusst. Das halte ich für ein Gerücht. Wir fahren die zweite links. Oder muss man schauen, wo kommt man da irgendwo um? Ja, da kommt man schon um. Stresst euch einmal nicht. So, jetzt müssen wir links. Wer blinkt, verliert. Alter, das Ding lenkt wie ein Tschernobyl-Bunker. Unglaublich. Ich möchte jetzt das Feld abrasieren. So schaut's aus. Kann man einen Helfer sagen, er soll einen Bulldog nachher fahren oder muss ich das alles einzeln fahren? Ich sehe schon, wir brauchen einen Server. Also mit der Ansage, am Mittwoch haben wir einen Server. Da könnt ihr dann auch mitspielen. Ich schaue, dass ich einen 16-Slot-Server kriege. Was ist mit dir da hinten? Ja, da musst du jetzt gedulden. Das hilft uns alles nichts. So, wo ist jetzt das gestungene Feld da hinten? Wie soll ich da rumkommen? Muss ich da wieder außen rundum fahren oder was? Muss ich noch mal schauen? Ah ja, da geht der Feldweg um mich. Da vorne geht der Feldweg um mich. Tu dich nicht runter. Und Passwort dafür gibt es wie letztes Mal auch beim Landi 19 bei mir im Discord. Und dann kann mitspielen, wer es als erster entschlüsselt und so weiter. So, jetzt müssen wir die Scheiße da abrasieren. Wie der man das? Da fahren wir erst einmal da um die Kurven rundum. Wem gehört denn das Feld da? Da ist drauf geschissen, da fahren wir einfach rein. So, rückwärts. Oh, piepst der sogar beim Rückwärtsfahren. Das ist ja geil. Piep, 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 piep. Motherfucker, piep, piep, Motherfucker. Ich weiß schon, jeder normale gelernte Landwirt, der wird sich jetzt gleich ans Hirn gelangen, ne? Ein ins Viech! Und da fahren wir jetzt schön am Rand entlang. Und dann fahren wir schöne Spuren hin. Oh, muss ich das... Nein, was? Strohablage anschalten. Strohablage ist für den aktuellen Fruchttyp nicht mehr okay. Wahrscheinlich habe ich einfach das falsche... Warum kommt denn jetzt nichts mehr raus? Doch, passt schon. Kriegen wir schon, schau her! Kriegen wir schon. Also ich sag da nur absolutäres Pro-Gaming. Ja, bisschen einlenken. Schaut gut aus. Druck einmal 0. Was tut denn 0? Ah, das ist die Hupe. Die ist aber ziemlich leise, die Hupe. Die Hupe von Welt hat minus 2 Dezibel. Hashtag Reimemonster. Und ich bin sofort wieder hooked. Hooked as fuck.
Hooked as fuck. Es war ja jetzt ja geil, wenn daneben gleich jemand herfährt und immer das Real ausfahren, da, da und da sammeln jetzt gleich ein, fahrt's weiter. Ja, das ist so gut. Es ist so gut. Es ist so. Oh, ich hab verkackt. Ich muss ein bisschen zurück ausfahren. Entschuldigung. Kriegen wir schon. So, dann fahren wir nicht am Nachbarn ins Feld ein. Das tun wir nicht. Dafür machen wir jetzt ein bisschen so. Lenken wir weiter, rückwärts. So, schau dir das an. Beep, beep, Rückwärtsgang, Bitch. Was, du hast keinen Zugang zu diesem Land. Hört doch dein Maul, natürlich habe ich Zugang. Ich habe den Vertrag angenommen. Weiter geht's. Hat der euch ein Lenkrad oder eine Tastatur? Was? Ich hab Tastatur. Ich hab kein Lenkrad. Für das Spiel ist dann doch zu wenig. Du Molly, kannst du irgendwie einen Job erstellen, dass der Bulldog nachfährt auf der Map? Das war irgendwie komisch, wenn man das alleine nicht machen kann. Ich bin Programmer, I don't need a Mähdrescher, ich dresch mit der Hand. ich sah währenddessen mit der Hand wieder aussehen. Ich sah gleich wieder hinten nach. Damit nichts passiert. So. Die Frage ist jetzt, wie wir das da handhaben. Okay. Zurück aus. Und. Nicht so viel lenken. Ja, schaut gut aus. Schau her! Wenn das nicht. Precision. This is some fucking masterpiece precision work. Ich hätte aber gerne einen Mähdrescher, der 5-mal so breit ist. Können wir das regeln? Das wäre super. Nimm einen Controller, da geht's leichter. Du, ich finde das mit der Tastatur. Ich bin ein Tastatur-Mauskind. Ich bin das eigentlich ziemlich gut gewohnt. Ich werde es auch nicht anders machen. Sag ich dir, wie es ist. Ha? Wenn das nicht Pro-Gamer-haft ist, dann weiß ich es auch nicht. Kinder, dann weiß ich auch nicht. So. Jetzt lenken wir da so ein bisschen so her. So, lenken wir wieder ein. Oh, dann müssen wir ein bisschen weiter. So. Ja, geht schon. Da haben wir jetzt einen halben Meter am Anfang hergeschenkt, aber das hilft nicht. Ja, wir verdienen uns die harten Kohlen verdienen wir uns. Und wenn das Feld nicht sauber abgemacht ist, dann weiß ich es auch nicht. Schaut gut aus. Kann man mir uns einmal ein größeres Mähwerk kaufen? Weißt du was, das tun wir jetzt. Wir haben ja Internet von dem Shop. Wenn wir da vorne bei der Feldstraße sind, dann holen wir uns einmal eine bredene Geschichte da vorne rein. Ich weiß nicht, ob man da alles aufhängen kann. Das werden wir herausfinden, oder? Spürst mit Schaltung? Nein. Übertreiben brauchen wir es auch nicht. So wie das Lenken vergessen. C-Fix! Bürger, fällt mir gelenkt, Kerl! Du musst einmal mehr lenken! Geht nicht! Na, verdammt. Hätten wir uns für 200 Euro den anderen Drescher leihen sollen. Wir können ja mal schauen, jetzt passen wir auf. Ob in diesen Aufträgen, wo waren die Aufträge? Da waren Aufträge. Kann man sich das immer noch? Ah, das ist ja da fällt ja da himmelweit! Das dauert ja nur eine halbe Stunde lang! Evelyn Carson, du Rindviech, du Brunstums! Musst du mir gleich sagen! Hätte ich mir mal lieber die Fahrzeuge gemietet. Grüezi fix. Ja, haben wir nicht so Gaudi da. Zurück ausfahren. So, zurück ausfahren. So, eingeschaltet ist drum. Und durch. Das hilft uns nichts. Da fahren wir jetzt im Kreis rundum, dann bleibt halt ein wenig was stehen. Es hilft eh nicht. Da fahren wir jetzt direkt im Kreis ohne rangieren. Jetzt hast du einen Dreck. Ja? Herr Kreiselheier, da haben Sie absolut recht. Jetzt hast du einen Dreck. Hätte ich mir was Gescheites gekauft. Was lernen wir draus? Kauf dir lieber gleich eine gescheite Maschine, bevor du mit deinem Topliner Teizplan da in der Wegschicht umeinander guckst und 4 Stunden brauchst. Nix bleibt stehen. Okay, dann bleibt halt nichts stehen. Aber ich fürchte, dass was stehen bleibt. Jetzt pass auf, da machen wir jetzt so. Ja, siehst du, da bleibt schon was stehen. Kann ich so nicht stehen lassen. Haha! Kann man eigentlich rückwärts dreschen? Ich bin Pro-Gamer, ich dresch rückwärts!
Das kriegen wir schon. Es ist die Frage, das was da rausfällt, das Stroh. Oder was bleibt denn beim Raps übrig hinten? Was bleibt denn da übrig? Keine Ahnung, ist das ein Viecherfutter oder was ist denn das dann? Nicht rückwärts drüber fahren? Okay. Dreck! Das mag ich nicht ausprobieren. Das muss doch irgendwie gehen. Du brauchst mir doch nicht erzählen, dass in echt jemand mit dem Mähdrescher da jetzt mal umeinander rangiert, oder? Das glaube ich nicht. Oder schon? Haben wir jemanden mit einem echten Mähdrescher da? Rapsstroh taugt nichts. Freilich dreht der der fährt nicht um Kurven rum. Also der fährt schon außer, rangiert und fährt wieder geradeaus rein, oder? Ja, schon, sonst machst du eine Maschine hin. Alles klar. Das sind Sachen, weiß ich nicht. Hallo, ich bin ein Computerdepp. Ich möchte gerne mal einen echten Mähdrescher fahren. Das war sicher lustig. Das war zwar für den verantwortlichen Hof fatal wahrscheinlich, aber who knows? Who knows? Macht aber keiner mit dem Mähdrescher, da wird rangiert. Alles klar, dann rangieren wir auch. Ja, dann fahren wir jetzt sauber aussehen. Schau dir das an. Ja, können wir da gleich mal eine leichte Kurven fahren. Freilich musst du da rangieren, das weißt doch ich nicht. Ich würde einfach im Kreis fahren bis Gleis. So quasi wie wir früher, weiß ich nicht. Und so einen Kornkreis da in der Feder machen. Das werde ich übrigens auch mal machen. Hat ein paar Feld, das er nicht mehr braucht. Ich würde gerne Kornkreise machen. Das dauert ja ewig! Goddammit! Nimm mal einen anderen Auftrag an. Inhalt wird gespeichert. Schalte deinen Computer nicht aus. So. Was haben wir da? Feld düngen. Sollen wir mal irgendeine andere verrückte Maschine nehmen? Ist die größer da? Ich weiß nicht. Vertrag ernten. Der Besitzer bietet dir eine Belohnung an. Feld 4. Mit dem Karren da. Nein, ich mag nicht schon wieder. Tu mir da noch was anderes. Was haben wir da? Spritzen! Ich komme, wo ich will! Ich komme, wann ich will. Nix, da kann ich da auch weiterfahren. Wir hören nicht auf. Aufgehört wird nicht. Droschen wird. Eine Droschen ins Viech. Die Frage ist halt, verdammt man mit den Aufträgen mehr oder mit die eigenen Feder? Wahrscheinlich mit beidem in Kombination. Nehme ich einmal ganz schwer an. Ganz schwer nehme ich das so. Der ist kleiner, der Rostelmesh. Stiegi käme nicht aus, aber du wirst den roten Drescher meinen, nehme ich an. Ich weiß nicht, was ein Rostelmesh ist. Aber so viel haben wir nicht mehr, Ski. Ja, ich würde nur sagen, so 3-mal rundum gefahren, dann haben wir's. Mr. Pitbullix, danke für deinen 10er. Spende für einen Mietmähdrescher. Kostet ein Mietmähdrescher in echt 10 €. Den miete ich mir. Und dann reise ich die fetten Instagram-Fotzen auf. Weil sie gespannt haben, was der Mähdrescher kostet. Da weiß er bloß geleast. Also kein Unterschied zu den BMW-Spackos. Was? Hat er nicht gesagt. 3-mal gelangt nicht. Wer sagt das? Der Lambo mich. Das werden wir schon sehen. Jetzt pass auf. Also da lege ich jetzt das absolute Präzisions Fahrmanöver hin. Das wirst du schon sehen. Also, das ist die begonnene Runde 1. Da hinten im Eck. Jetzt mir Gaff. Gib ihm. Ja. Sauber maximal am Rand. Ich behaupte jetzt einmal, dass die Hitbox von dem Mähwerk ein bisschen so lala ist und rechts außen mehr mitnimmt, als es anzeigt. 3 Runden haben wir da. Ja, okay, 3 kann vielleicht tatsächlich ein wenig knapp werden, aber egal. So, und eine ins Viech. Ich hab schon gesehen, da muss der Multiplayer her. Das müssen wir miteinander ansprechen, Leute. Nochmal, Mittwoch, Server is ready. Ich werde den morgen auch, da werde ich im Discord mit euch auch ein paar Mal schmatzen, mal bitte probieren zum Connecten und so. Und ob es läuft und so. Ich werde mir den morgen spät Nachmittag, abends irgendwann mal besorgen.
Und am Mittwoch auf die Nacht haben wir dann einen. Das Ding wird passwortgeschützt. Das Passwort gibt es bei mir im Discord. Link zum Discord in der Beschreibung oder du schreibst in den Chat eine Ausrufezeichen Discord. Und im Stream sage ich dann, so, Passwort ist gesetzt und veröffentlicht ist. Wer es als erster entschlüsselt, ist drauf und ich schaue, dass ich einen 16-Slot kriege. 16-Slot-Server kriege und dann machen wir es wieder wie beim 19er, machen wir 3 so Höfe. Und dann passt es da so. Was sagt ihr? Hört sich das gut an? Ich weiß auch nicht. Der David haut um, schreibt sie fix, du taugst nix. Was soll das heißen? Begründung. Ich brauche Pro-Tipps von den Bauern 5 aus der Community. So. Ja, will aussehen, heimrangieren. So, Runde 1. Backseat-Bauern. Jetzt Sprengi, du. Sprengi, du versüßt mir jeden Montag und Mittwoch. So, Runde 1 ist erledigt. Jetzt zoomen wir mal wieder ein bisschen aus, damit die Maschine, schaut die so. Schau ich, wie schön das ausschaut. Das ist so zauberhaft. Ja, bin dabei, dann gibt's Tipps ohne Ende. Du kannst da jetzt Tipps ohne Ende reinhauen. Ab in den Chat dafür. 1,5 Stunden Stream und immer noch Zero Tipps. Jawohl, Lambo Michi, das hast du gut erkannt. Ich hab gesagt, da gibt's nur ausnahmsloses Pro-Gaming vom Feinsten. So, 1,5 Runden haben wir. Ja, langsam, ja, 3 Runden wird knapp. Es wird knapp. Es ist möglich, aber es wird knapp. Rotgefotzerte Bauernfünfer, Herr Bademeister. Hocken's daheim. Und deren Backseat-Gruppen. Backseat-Dreschen. By the way, sind das die Original-Sounds von allen Fahrzeugen, wie sie in real auch klingen? Ed Birger, Mr. No Name, das weiß ich nicht. Ich habe ein Interview gesehen mit einem von den Entwicklern bei Giant Software und gerade von dem, der dafür zuständig ist, dass die Fahrzeuge sich verhalten, also der fürs Fahrzeugdesign verantwortlich ist. Und der sagt, die haben sich extrem viel Mühe gegeben, aber ich habe nicht rausgehört, dass es die Originalsounds sind. Vielleicht weiß das jemand, keine Ahnung. So, zweite Runden. Ja, mit der dritten Runde wären wir nicht fertig. Lamborghini, da hast du recht gehabt. Da brauchen wir, ich sag, ab jetzt brauchen wir noch 2. Aber die Runden werden auch immer kleiner, darfst du nicht unterschätzen. Das Interview habe ich auch gesehen, das war ein sympathischer Typ, das stimmt allerdings. Also bis jetzt, Ersteindruck kriegt Giant Software von mir. Mein Problem ist so ein bisschen, ich habe einen Landi 2019 nicht so lang gespielt und noch zusätzlich so lang schon nicht mehr gespielt, dass mir die Unterschiede auf den ersten Blick nicht so krass auffallen. Deswegen war ein direkter Vergleich jetzt eigentlich ganz geil. Aber ich habe schon das Gefühl, Grafik besser, Fahrzeuge schauen detaillierter aus und so. Vor allem die Fader da, das Zeug, was da hinten raushaut und so, schaut viel detaillierter aus. Habe ich das Gefühl. Ich kann es nicht sagen, muss ich mir fast meinen eigenen Stream noch mal anschauen von vor 2,5 Jahren. Deswegen kann ich jetzt nicht sagen, um wie viel das besser ist. Aber ganz ehrlich, es ist einfach gemütlich. Ja, zum Nebenbei was anschauen. Es ist einfach ein gemütliches Gespräch und ich glaube miteinander, vor allem ich bin gespannt auf diese Produktionsketten. Man kann ja mittlerweile selber Produktionsgebäude bauen, das war im 19er nicht so. Zumindest wüsste ich nicht. Du hast natürlich deine Erzeugnisse genauso an so Verkaufsstellen zu einem Händler fahren können und abladen können, aber das war's dann auch. Und du hast ein bisschen deinen Bauernhof bauen können und so. Da erhoffe ich mir sehr viel. Da hat das Spiel auch in meinen Augen das größte Potenzial, wenn du da mit 3, 4, 5 Spätzchen spielst, der eine tut das, der andere das. Da hat das schon Laune gemacht. Ja, und stellt euch auf alle Fälle mal auf ein Bulldog Royal ein. Wenn ich nicht weiß, was ein Bulldog Royal ist, das zeige ich euch am Mittwoch auf die Nacht dann. So. Bierbrauen, geht das auch? Weiß ich nicht, einen Hopfer gibt's nicht. Ich glaube, das hat er das nicht sogar auch gesagt? Es gibt Wein. Es gibt Weintrauben und du kannst das leider nicht zu Wein verarbeiten, zwecks der FSK. Das hat er ernsthaft gesagt. Es ist total bescheuert, aber gut. Bierbrauen geht also damit nicht, Schatzi. Weil es sonst nicht mehr FSK 0 ist. Richtig, Springi. Das ist so hirnverbrannt.
Weil irgendein Kind daheim am Landwirtschaftssimulator Bier braut, wird es zum Alkoholiker. Muss man wissen. Wenn es nicht gleich am nächsten Tag ein M16 in die Schule mitnimmt und alle heimschickt. Du weißt schon, was ich meine. So, jetzt haben wir es gleich! Gudrun, oder wie hat's geheißen? Dein geschissenes Feld ist gleich droschen. Da ist gleich Ruhe. Mal ein bisschen ausholen. So, da fahren wir jetzt im Kreis rundum. Das sagt der ich. Da fahren wir mir jetzt wie uns die Pfotzen gewachsen. Ich möchte es jetzt einfach mal ausprobieren, ob's geht. Da haben wir ein kleines Fettzell vergessen. Nein, es geht einfach nicht. Bier und Wein regeln dann die Mods. Denke ich auch. Bernauer, merci für den Fünfer. Was? Er steht mit dem alten Gräner Graten durch den Wurz, dass alles ganz aus ist. Ja, hallo? Ich hab leider noch nicht mehr zur Verfügung. Ich hab bloß 103.000 Euro 829. Bernauer, merci für den Fünfer. Roman Empire, merci für den Zwickel. Kannst du mir letzte Donation vorlesen? Bussi Nussi. Kannst mir Schwester Ricarda grüßen, die hockt in Wien. Hashtag Österreich! Schwester Ricarda von der Schwester von der Tabakpflanzen. Ein schöner Gruß. Bussi aufs Nussi. So, legt's mir nicht die ganze Zeit ab. Ich muss das Feld jetzt fertig machen. Wir haben nur so ein kleines Dreieckerl. So, eine ins Viech. Los geht's. Schaut gut aus. Schaut unfassbar zauberhaft aus. Schau dir das an. Sieh dir das an. Es ist so schön. Es ist so wunderschön. Es ist so wunderschön, dass das Wunderschöne nicht mehr geht. Spulst du schon oder ist es nur der Ladebildschirm? Es ist der Ladeball. So! Wo ist jetzt die alte Schupferbrunzen? So, was haben wir da? Vertrag spritzen, nix spritzen. So, zum Ernten. Ernte Raps und bringe die Erzeugnisse dann hier hin. Johnson's Farmers. Fortschritt 84%. Wie 84%? Wie 84%? Ich verstehe die Frage nicht. Was soll ich denn das jetzt hinbringen? Das Feld ist doch abgemäht. Was will die Alte? Was will die Alte? Verstehe ich nicht. Uploaden sind nur ein paar Prozent. Du musst das noch wegbringen. Du musst noch uploaden, abliefern. Du musst das noch... Hab ich nicht da irgendwo so eine Ladeanzeige? Ah, rechts unten. Der blaue Balken. Wir haben zu 90% voll. Wir haben 7727 Liter Rapsch dabei. Ah, Rapsch! So, aber wo muss ich das jetzt hinbringen? Oh, speichern. Johnson's Farmers Market. Und wo ist der? Kann man das mal sagen, wo der ist? Wieso sehen das nicht? Wieso kann ich da nicht aufscrollen? Ich will raufscrollen. Da. Wo ist Farmers, wo? Kalk, Fahrzeuge, Produktionen, Tiere, Helfer, Missionen. Wo ist das Ding? Wahrscheinlich ganz am Arsch der Welt. Da. Ah, geh weiter! Du Kackfrisur! Du! Das ist ja ewig! Kann man da einen Marker setzen oder so? Ah ja, gut. Dann müssen wir in den Norden auffahren, auf die Hauptstraße, düst wir da oben und da auf. Das bringen wir ihre heim. Das sagt der ich. So, Mähwerk aus. In Telefon, Mähwerk aus. Losgefahren wird. Hopp, hopp. Mit volle Gas, Lebergas. Umladen auf den Hänger geht schneller. Glaube ich nicht. Der Hänger, da gingen wieder keine 7800 Liter, das garantiert er. Aber mit dem Bullbock, nimm einen Hänger. Soll man einen Hänger herfahren? Ich höre euch schon trapsen. Das ist der mal. Wo ist der Hänger? Da ist der Hänger. So, sind wir schon unterwegs. Kim, gib Gas. Gib Gas, lieber Michael. Schumacher. Vogel! Tüt! Motherfucker! So, da fahren wir jetzt mit dem Bulldog her. Ja, der ist wirklich ein wenig schnell. Der fährt nicht doppelt so schnell. Da müssen wir damit da durchs Eckel vom Feld fahren. Hilft sowieso nicht. So, los geht's. Wen dann machen wir's schon gescheit? Der Bulldog kauft, was? Der Bulldog läuft schneller. Ja, ist schon klar. Der geht 39. Wie schnell geht der Mähdrescher? Der geht wahrscheinlich 20 ist er gegangen, oder? Was, im Menü kannst du einen Job erstellen, der von A nach B fährt. Menü, Job erstellen. Aber wie? Das schauen wir uns beim nächsten Mal an. Heute machen wir alles selber.
Tommy, du kannst nicht mitten auf der 20er abkuppeln, bist du besoffen? Ich trau noch mal durch. Scheiß Klump verreckt's. Es kommt davon. So, ohne Kuppel, weiter geht's. Scheiß Klump! Brumm, brumm, Motherfucker, Warnblinkanlage ein, damit gleich jeder weiß, was los ist. Währenddessen trinken wir mal eine Runde. Wer ist denn überhaupt noch da? Keine Ahnung. Prost auf euch. Eine scheiß Klosterfrau mit Listengeist ist einer, aber das, was einmal war. So, wo müssen wir hin? Ich bin schon wieder zwei gefahren. Linken, Bierger, linken. Ja, bin schon da, bin voll da. Ich bin voll da. Bin voll da. So, da vorne in den Feldweg rein, glaube ich. Irgendwo da vorne. So. Und wir düsen mit der Warnblink. Hoppala, Koppala, Droschen, Entschuldigung, asozial. Ja, da links müssen wir, wie geht. So. Da steht der Trisch. Da steht der Trisch. Was haben wir da? Pickler, mir ist wieder ein Fünfer. Ich muss da was da ankuppeln. War versehen, Entschuldigung, mein Fehler. Merci dir. Leute, danke schön. Seriously. Drücken wir alte 4 und geht schneller. Oliver Kalkgräber, glaub mir's, mit dem Witz habe ich schon Leute verarscht. Da bist du nur mit dem Holzschwert um einen Christbaum rundum gerannt. So. Den fahren wir jetzt da her, dann der wir Pläne aber mit denen. Jawohl, wie du es merken kannst, schon Hieb hier, ganz neu. Dann fahren wir das A-Rohr aus. A-Rohr. Oh, das ist aber nicht sehr präzise. Da müssen wir noch mal leicht rangieren. Rückwärtsgang. Oh, mit dem Hänger Rückwärtsgang ist aber ganz schlecht. Bierger ganz schlecht. Ganz schlecht. Ja, das geht schon. Das geht schon. Schon hin. So, geradeaus. Sauber hin. Tut das dann von selber da reinschütten? Ich weiß es auch nicht. Oder muss ich das? Damit sich gar keiner mehr auskennt. So, Kamerawahl, Hupen, Karte vergrößern, Tempomat aktivieren, Abkippseite hinten. Oh nein, das ist das falsche Gerät. Das Gerät. Rohr einfahren, Drescher zuklappen, Strohablage anschalten, Schneidwerk senken, Helfer einstellen, Drescher. Wieso geht das nicht? Wie? Also jetzt seid! Schau hier! Es ist so wunderschön! Es ist so wunderschön! Es ist so... Ich hab's nicht gesehen, ich hab die ganze Zeit auf einen gelben Strahl gewartet, weil es einfach schwarz... Oh! Haben wir leer, oder was? So, real wieder iPhone. Jawohl! So, jetzt war es natürlich schon ganz geil, wenn man den Mähdrescher dabei heimfahren lassen kann. Das darf mich jetzt dann noch interessieren, wie das funktioniert. Ich weiß es nicht. Aber jetzt fahren wir erstmal den Scheißsalon. Jetzt haben wir den Scheißsalon. Was mich jetzt auch noch schnell interessiert: Johnson's Farmers Market. Viehhandel, Einkaufszentrum, Fastfood-Restaurant. Red Marble Bowling Restaurant. Also es sind schon lauter unterschiedliche Stationen, wo du das abladen kannst. Das sind nicht mehrere, aber vom gleichen. Also bis jetzt zumindest. Schauen wir, Getreidesilo West, Feed and Grain South. Ja, das sind schon verschiedene. Sonst da das mit den Preisunterschieden gar keinen Sinn machen, wenn's ich kann mir auf alle Fälle einmal vorstellen, dass du bei den Dingen, die weiter weg sind, mehr Geld kriegst. Im Schnitt. Azrael Abaddon, danke für Jahre des Content, Birger. Ohne dich würde ich in meinem Leben echt was fehlen. Das sind die herzlichsten Worte des Abends. Ich weiß nicht, was ich sagen soll, Mr. Abaddon. Vielen Dank. 15 € sind zu viel und du weißt es. Es ist mir eine Ehre, Sie belustigen zu dürfen. Ich hoffe, Sie haben Spaß. Bussi aufs Nussi, Dankeschön. Natürlich auch an den ganzen Rest, auch an alle, egal ob Donation oder nicht, an alle stillen Zuschauer, an alle, die immer dabei sind. Heute ist absolut heftig. Wir haben ja über 3000 Leute gewesen oder immer noch, ich weiß nicht, ich sehe es wirklich nicht. Das hat sich ja bei mir aufgehängt bei 1200, schon seit vor über einer Stunde. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, Sie haben Spaß. Und sorry, falls ich irgendjemanden übersehen habe.
So, was fährt denn da eigentlich umeinander? Zug? Diesel Locomotive. Very nice. So, jetzt fahren wir aber erstmal den Scheiß da holen. Gas geben jetzt. Müssen wir schon links auf fahren. Müssen wir schon links auf. Hilft nicht. Hilft nicht. Birger, das ist nicht GTA. Das werden wir dann schon sehen. Jetzt fahren wir da erst einmal querfeld ein. Pass auf, machen wir Karten auf. Map! So, da hinten schaut es aus, als könnte man auf die Straße auf. Hä? Fahren wir jetzt einmal da so drüber. Kann das eigentlich auskippen, wenn wir einen Unfall bauen? Ich weiß nicht. So. Okay. So. Okay. Schaut gut aus. So, können wir uns erst einmal sauber zurücklassen in der Riesung. Machen wir die Map zu. Oh, können wir Zeil fahren? Wer ist noch da? Ich bin noch da. Oh, Plane schließen. Sehr guter Punkt. Wer war das? Stolzer Löwe. Ha! Ich fürchte, wir werden es rausfinden. Sprengi, Schnauze. Plane vergessen. Sehr guter Punkt. Sehr guter Punkt. So, Vollgas. Tempomat aktivieren. Haben wir jetzt... Auf 3 ist der Tempomat aktiviert. Ah ja, jetzt geht er. Jetzt geht er da wegen bergauf. Ja, da zirkt er nicht so. Der... Wie heißt der gleich wieder? Der Messi Ferguson. Oh, Birger lenken nicht vergessen. Ein bisschen auszoomen. Ah, Ski. Wie schön ist Space. Das ist so schön entspannend. Ich liebe es. Ich hab bis vor 2,5 Jahren drüber gelacht und belächelt. Und dann haben wir 8 Streams lang oder 10, ich weiß nicht mehr, den Spaß unseres Lebens gehabt. Wahnsinn. Absoluter Wahnsinn. Ich liebe es. So, wie weit haben wir noch? Ah, ist schon ein Stiegel. Oh, leck, was kommt denn da hinter uns? Fährt jetzt der Zug einfach total quer durchs Feld durch, oder was? Hirschne! Was ist mit dir? Jetzt habe ich kurz gemeint, die wird gleich entführt. Gas! Danke für 144p, ihr Internetpenner. Hashtag A1. Drück 2, du fährst nur 38 km/h. Was passiert, wenn ich auf 2 drücke? Tempomat-Level ändern. Er geht 39. Das macht natürlich das Kraut sauber fett. Und das, glaube ich, ist schon wieder das Arschloch hinter mir, das mit dem Auto. Da, überhol mich. Du Klappspaten, du. So, wo müssen wir hin? Ja, da fahren wir jetzt ein bisschen durch die Landschaft durch. Das passt ihm schon. So. Easy. Look at this. Easy. Machen wir mit Warnblinkanlage aus. Halten uns alle für total besoffen. So, die nächste müssen wir rechts. Die nächste rechts, bitte. Das L in Messi Ferguson steht für Leistung. Ihr mit einem Bauernsprich. Da könnt ihr es wieder raushauen, gell? Die Backseat-Bauern aus dem ganzen Land. Was? Egli, bist am Start? Ich darf so gern schneller fahren können. Ich darf so gern wenigstens 50 fahren. Mit dem da kannst du eine Markierung setzen auf der Karte. Jetzt Moment einmal. Let me have a look. Markierung setzen. War zwar nicht mit Enter, also ist zumindest bei mir jetzt nicht gegangen, sondern mit draufklicken, aber nice. Kann man lassen. Dann kauft er einen 500er Fendt, der fährt 50. Den können wir uns noch nicht leisten. Ist das neue GTA 6? Ja, ist besser wie GTA 6. Da werden eckige Gegenstände nicht rund gerendert. Nur Pro-Gamer wissen, was ich meine. So, da fahren wir hinter mich. Tu dich nicht an. So, jetzt schauen wir uns das da mal an. Jawohl. Schau hier. So. So, machen wir jetzt so. Schaut gut aus. Das schaut gut aus. So. Okay. Schauen wir, ob der Xari da haben. Fahren wir noch ein Stück 4. Der Xari soll ja mal ein Silo-Tür laufen machen. Das ist ein Wahnsinn.
Das ist ein Wahnsinn. Xari! Hey! Xari! Wo ist denn der fette Hurensohn schon wieder? Xari! Xari, Kruzifix! Ja, was? Schwing dich von der Rose hier in der Post aus, scheißen oben! Was sieh du dir, sollst du aufmachen? Ja, wie? Schau aus, es ist die Zeit! Ha! Schneller, Bitchen! Dankeschön! So, der Xari hat aufgesperrt. Und jetzt halt runter mit der Plane und wir drücken das gleich wieder. Ich hab keine Ahnung. Überladen starten. Saubere Sache ist das. Wunderbar. Schau, es ist so schön. Es ist so schön, oder? Es ist so schön, oder? Alter, bist du mal, keine Ahnung. Schaust 5 Sekunden nicht zu, schläft der Xari wieder mitten im Silo ein, macht's dir nicht auf. Der Fette, der Quampati, Trottel, der Quampati. Ha! So, haben wir es jetzt angeladen, oder was? Wie viel Geld haben wir jetzt? Plus 3.312 Einnahmen der Ernte. Ja, und was mit der Aufgabe? Hallo, Aufgabe. Aufgabe. Ernten. Abgeschlossen. Resultat 1.900. Also ich krieg quasi den Ertrag von der Ernte und das, was, wie soll ich sagen? Die Belohnung vom Auftrag selber, das ist ja super, oder? Das ist ja super. Da fange ich gar nicht an, meine eigenen Felder zu pflegen, da mache ich ja bloß Aufträge. Nein, das, was übrig war. Wie übrig? Ein Teil vom Ernteertrag, jo. So fett bin ich auch nicht. Der Gesaffer. 1:1, die bauen auf der Gas im Lager aus. Nur ein Teil, alles, was über den Auftrag ausgeht. Ja, aber das war jetzt ordentlich. Wir haben 3.300 gekriegt und der Auftrag war 1.900. Das sind ja nochmal fast, das ist ja fast doppelt so viel. Das ist für die dann Vollgas der Verlust. Also ein bisschen behindert haben sie schon. Naja, okay. Die Frage ist jetzt, was ist mir jetzt deren? Ich fahre jetzt da nicht noch mehr eine Viertelstunde lang zurück, bin ich besoffen, aber wir werden müssen. Wie mache ich jetzt da so einen Job von A nach B? Das darf mich jetzt noch interessieren, dass der von selber heimfährt. Das möchte ich jetzt noch herausfinden. Wer weiß das? Der Findfahrer Eli, der regelt das. Du klickst im Menü auf den Drescher auf der Karte und unten steht dann Job erstellen. Und dann setzt du eine Markierung auf der Map, wo er hinfahren soll. That sounds easy. Johannes, danke für den Euro. Pichler, merci für den Fünfer. Warnblinker ist ganz wichtig, Birgit, der ist wirklich wichtig. Wenn ich drin sitze, ist der Warn... Ich bin Pro-Gamer. Wenn ich drin sitze, geht Warnblinker und lag von selber an. Pichler, merci dir. Nochmal merci, besser gesagt. So, na gut, dann probieren wir das jetzt nochmal. Das heißt, ich werde wahrscheinlich dort zuerst einmal aussteigen müssen. Jetzt wird's finster, schon hin. Jetzt wird's finster. Also bei den Texturen, bei der Textur von der Sonne oder vom Mond oder was auch immer das da sein soll, ich kann es leider nicht erkennen vor lauter Pixelparts. Da hätte man sich mehr an mir gehen können, Giant Software. So, jetzt pass auf. Jetzt machen wir Karten auf, dann sagst du, zoomen wir mal da rein, damit wir uns ein bisschen besser auskennen. Da sind wir, jetzt klicken wir mal da auf den Dings da, in Fahrzeug einsteigen, zurücksetzen, Karte, zoomen, Land. Kartenübersicht. Klicken wir nochmal drauf. Geht das da nicht? Nein, du musst zuerst auf das Lenkrad. Lenkrad. Dann machen wir so. Ziel setzen. Zielposition wählen. Kann ich da mit WASD? Nein, das geht. Okay. Ja, das soll halt da grob wieder da herfahren. Zielrichtung wählen. Hä? Also wie er sich dann hinpackt, oder wie? Ja, das ist auch gut. Machen wir so. Freie Fahrt fährt zum Zielpunkt. Kostet das Geld? Also kostet es aktiv, so wie der Helfer Geld? Jetzt fährt der da tatsächlich von allein. Schau dir das so. Ich lauf da nach! Du Spacken! Nimm mich mit! Nimm mich mit! What auf mich! Oh, nimm mich halt mit! Wie tut er das jetzt? Schau mal. Kostet der was? Ah ja, da sitzt wieder ein Helfer drin, der halt wieder was kostet. Ja, aber das ist ja in Ordnung. Das ist ja in Ordnung. So, dann lassen wir uns einen Drescher auch heimfahren. Lenkradl, Job erstellen. Ah, da kann man dann quasi nicht bloß...
also nicht Job erstellen, sondern ich kann dann ein Feld geben, dieser abmacht oder aussah oder gruppert oder spritzt oder wo. Ja, ich sehe schon, das ist schon fast ein Strategiespiel in einem, also Alter. Ja, das hat es beim 19er glaube ich auch nicht gegeben. Bin mir nicht sicher, also in dem Ausmaß nicht. Und ich bin sehr gespannt auf diese Produktionsdinger und so. Johannes, nochmal merci für den Euro. Simfarm 2022. Also, das ist schon sehr umfangreich, Fei. Du kannst das alles selber machen, wenn du Spaß drauf hast. Oder du machst halt diese ganze. Wie sollst denn du allein die 35.000 Felder da regeln? Das geht ja gar nicht. Cool! Gefällt mir. Sehr sogar. Jetzt pass auf. Wie ist es gleich gegangen? Job starten. Na, Ziel setzen. Jetzt passen wir auf. Machen wir so. Den. Keine Ahnung, den fahren wir da her. So. Fährt der dann auch von selber sofort los da? Oder dauert das ein wenig? Job abbrechen. Freie Fahrt fährt zum Zielpunkt. Freie Fahrt fährt zum Zielpunkt. Das ist natürlich was, das hätte man, wenn wir vorher gewusst hätten, dann wäre das ein bisschen schneller gegangen alles. Aber gut, man lernt nicht aus, weißt du sehr, wie es ist. Was haben wir da alles? So, ein Pigag. Oh, jetzt ist es aber stockfinster, gell? Okay, man kann ein bisschen aussehen. Ein bisschen aussehen. Hat schon was bei Nacht. Ich kann mir jetzt gut vorstellen, dass ihr im Stream beim Zuschauen das wieder nicht so gut seht, weil finsteres Bild im Spiel wird gern von YouTube und Twitch im Livestream zumindest sehr, wie soll ich sagen, kriselig dargestellt. Aber ich muss sagen, hat was in der Nacht. Hat was. So, eine im Pigag. Nein, nicht da. Im Pigag möchte ich ein. Da haben wir. So, wir machen jetzt da Licht ein. Oh, Todeswarnblinker. Hey, das schaut sogar richtig gut aus. Schau dir so. Kannst du sagen, was du möchtest? Hat was. Wo mach ich das Licht da? Wo ist Licht? Schau hin. Brudi, wenn das nicht gut ausschaut, dann weiß ich es auch nicht. Auf Twitch geht's gut. Ja, auf Twitch geht's meistens sogar ein Stück besser als auf YouTube. Dafür ist das VOD auf YouTube dann noch besser. Johannes, schalt mal, wenn du fährst, ein Radio ein. Es gibt ein Radio? Wie? Licht umschalten, F-Hupen, Tempomat. Wo ist das Radio? Wo ist das Radio? Dann guckt man noch ein wenig durch die Wegschicht durch. 5. No. Da! Das war knapp. Besser wird's nicht mehr, besser wird's nicht mehr. Besser wird's halt nicht mehr, glaub ich. Da war X! Warum war da X? Ist dort unsichtbare Mauer. Achso, da ist ein Straßenfestel. Gute Musik haben wir auch dabei. Freunde, besser wird's nicht mehr. So, Copyright Strike in 3, 2, 1. Ja, der Copyright Strike ist wert. So, zurück aus. Wir kommen da. Wir müssen wieder heimfahren. Wir müssen mal einparken. Schau hin. Es wird ja schon finster, jetzt müssen wir langsam ins Bett. Jetzt pass auf.
Muss ich erstmal was trinken? Was mit Steuerung F machst? Fernlicht, du. Du meinst das Disco-Licht? So, das Fernlicht. So, jetzt fahren wir mal in Ruhe heim. Machen wir lieber noch mal das Radio an. Wir können ihn weiterschalten. Absolut geil. 4 und 6. Das schalte ich aber auch bloß ein, wenn 10 Cent mitfährt. Nochmal. Classical Radio Network FM. Passt irgendwie. Online-Streams sind nicht durch PGUSK eingestuft. Fortfahren. Ja, schauen wir uns einmal an, oder? Das tun wir lieber ganz schnell wieder weg. Mach das aus! Mach das aus! Ich rieche einen Strike bis daher! So, jetzt parken wir! So schaut's aus! Parkt wird! Wo soll ich ihn hinparken? Also, wir haben ja da hinten eine Art Garage. Haben wir da alles zugepackt da? Da fahren wir ein. Da fahren wir ein! Jawohl! Oh, was ist jetzt? Was ist denn jetzt? Was? Das habe ich natürlich nicht kommen sehen. Jetzt haben wir gefickt. Parken wir lieber hinten. Ah, wieso? Vogel! Ich komm da nicht mehr. Meine Güte! Fahr halt auf die Seiten dann, du Trottel, du Trauriger! Komm, Gas geben! Gas geben! Licht eingeschaltet! So, ausgestiegen. So, und jetzt gibt es noch eine kurze Anmerkung zum Spiel. Und zwar, ich denke sehr schwer, dass ihr das im Stream wahrscheinlich auch seht. Und zwar, ich glaube, das ist ein Nvidia DLSS. Kurz etwas Technisches. Wie DLSS genau funktioniert, weiß ich auch nicht. Aber es ist eine Technik von Nvidia, ein Grafikkartenhersteller, der, wie erklärt ist, so wie es ich verstehe zumindest, wenn ich Scheiße erzähle, ich habe keine Ahnung, dann korrigiert es mir im Chat bitte. Das ist irgendeine Nvidia KI-Technik, die die Grafik schön ausschauen lässt und aber die Performance steigert. Okay? So. Und deswegen ruckelt das absolut überhaupt nicht. Aber siehst du die Schlieren, wenn ich so rundum schaue? Zum Beispiel, ganz krass sagt man es, oder hat man es vorher an die Straßenlaternen gesehen. Warum waren jetzt nicht die Straßenlaternen da oben aus? Ich check's nicht. Also im Prinzip regelt eine KI seitens Nvidia die Grafik. Das heißt, die berechnet das riesengroß, aber es kostet die keine Leistung, weil es irgendwie... Ich frag mich nicht warum. Ja. Aber schaut mal zum Beispiel genau an meinem weißen Ding die Laterne. Siehst du das, wie die so schlieren hinten nachzieht? Das ist jetzt in der Nacht ganz krass. Ich glaube, das war am Tag nicht so. Und das ist, glaube ich, das DLSS. Also diese Technik. Da werde ich mir bis zum nächsten Mal noch mal ein bisschen damit spulen, dass das nicht ganz so... Es ist jetzt kein Weltuntergang, ja. Dafür läuft das Spul absolut flüssig. Das ist eine super krasse Technologie seitens Nvidia
bringt zum Beispiel extrem viel in Warzone. Ja? Habe ich vielleicht die falschen Einstellungen. Ich habe vielleicht einfach zu krass auf Performance eingestellt, anstatt auf Qualität. Vielleicht müssen die mehr ausgeglichen da und so weiter und so fort. Ausmachen das Klump. Ja, schaut schon, seht ihr das? Also in der Nacht fällt es jetzt ziemlich krass auf. Es ist schon hart. Es schaut aus, jetzt haben wir ein Windrad. Kannst auslassen. Ja, aber ich hab das heute Nachmittag schon mal ausprobiert mit Auslassen, dann ruckelt das Spei wie Hölle. Also nicht dauerhaft, sondern ich gehe ein Stückchen Mikroruckler, weil immer irgendwas nachladen muss oder sonst irgendwas. Und mit der Einstellung war es dann eigentlich ziemlich flüssig. Ich hab zwar nicht viel gemacht, außer da im Kreis rundum gelaufen. Das ist aber auch alles. Aber gut, um Gottes Willen, ich probiere das einfach noch mehr aus. Ich habe natürlich nicht bei Nacht das ausprobiert, dass die schau dir mal das an. Die ganze Baum- und Tankstellen-Skyline ist schwammig wie Sau, ganz seltsam. Naja. So. Freunde der Sonne. Was hast du hier gesagt? Springen wir da hinten auf den Hänger auf? Auf den Hänger! Geht wieder nicht. Wo ist denn der andere Hänger? Wo ist denn das andere Auto? Das müssen wir noch einpacken. So. Da parken wir aber rückwärts ein, gell? Damit nichts passiert. So. Leute! Foxy! Achtung, ich lese vor. Foxy, warum denn ein Euro dafür, du Zipfe Adam? DLSS, weil ich habe ein paar Mal im Chat jetzt auch gelesen, das mit dem Technikzeug finden einige interessant. Ich scroll jetzt da ein bisschen aus, damit nicht so viel Gaudi da ist. Achtung, ich lese vor. Foxy, danke dir. DLSS, Nvidias Technik, Deep Learning Super Sampling. Eine KI berechnet das Bild auf eine höhere Auflösung, während die GPU, was der Prozessor deiner Grafikkarten ist, auf niedriger Auflösung rendert. Zum Beispiel 1440p Ausgabe bei 1080p Renderauflösung. Je mehr und je länger die Leute das Spiel spielen, desto besser wird's. Das heißt quasi, währenddessen du spielst, lernt die KI von Nvidia, wie sie das Spiel darstellen soll, und desto besser wird's. Also morgen ist vielleicht schon wieder besser als heute. Völlig irre Scheiße. Also richtig geiler Scheiß, wenn man so drüber nachdenkt. So, machen wir noch mal Licht da, damit wir da auch was sehen. Foxy, danke dir. So, wir packen da sauber rückwärts ein. Dann stehen wir da. Und weißt, was ich euch dann sag? 10 nach 10 ist. Schauen wir mal, es ist zwar finster, das habe ich nicht kommen sehen, aber ich bin Pro-Gamer, ich kann einfach die Sonne wieder herbeirufen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir haben heute unseren Zuschauerrekord gebrochen. Ich weiß die genaue Zahl noch nicht, aber anscheinend waren wir über 3000. Ich weiß nicht so 100%, was ich da dazu sagen soll. Ganz ehrlich. Ausnahmsweise habe ich heute mal keinen imaginären Hut auf, sondern einen richtigen. Ich ziehe meinen Hut. Ich hoffe, Sie hatten Spaß. Ich sehe im Land sehr, sehr, sehr furchtbar viel Potenzial. Darum werden wir am Mittwoch nochmal spielen, ab 20 Uhr. Das wir mit Server-Multiplayer, wie wir das vor 2 Jahren auch gemacht haben. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Like freuen. Und bei allen anderen, die vielleicht neu dabei sind, keine Ahnung, lasst ein Abo da, Glocken aktivieren, sowieso jeder, damit ihr mitkriegt, wann ich live gehe. Und auf Twitch Follow da lassen, da waren wir halt über 500 Leute, so viel waren wir auch noch nie. Also nicht einmal ansatzweise. Wir haben ja quasi unseren alten Zuschauerrekord um wahrscheinlich 1000 Zuschauer gleichzeitig gebrochen. Dafür möchte ich mich bedanken. Vielen, vielen herzlichen Dank. Da tragt natürlich auch sehr viel der Landi bei. Ich weiß, das Spiel hat einen Hype ohne Ende. Es passt sehr gut in die Community und hat vor 2 Jahren schon Spaß gemacht. Warum soll der jetzt nicht Spaß machen? Ich kümmere mich morgen darum, dass wir einen Server haben. Das ist einmal das Erste. Und am Mittwoch schauen wir dann, was wir deren, wie wir es deren und so weiter. Das entwickelt sich dann schon. Da soll sich der Zukunftsbürger drum kümmern. Morgen muss ich noch einen Haufen Scheißdreck vorbereiten fürs kommende Jahreszusammenfassungs-Merchandise, blabli blubli. Und ansonsten hoffe ich auch sehr, dass euch das Ganze da, wie soll ich sagen, ich habe versucht, einen Stream, ein wenig interessanter, abwechslungsreicher und mehr Möglichkeiten einer zum Scheißen
Und ich glaube, das hat ganz gut hingehört. Ich sehe leider Gottes da noch keine Reaktionen aus dem Chat und so, weil ich da bloß ein Tablet habe, wo ich Donations aber lesen kann für den Anfang. Weil da bin ich leider Gottes noch nicht, aber ansonsten hoffe ich, Sie hatten Spaß. Ich ziehe erneut meinen Hut. Vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen. Und vielen Dank für die ganzen Donations. Und die ganzen neuen Mitglieder und die alten Mitglieder. Press Triple F für die Moderatoren, die halt wahrscheinlich einiges aushalten haben müssen. Ich habe nicht recht auf den Chat aufpasst, auch nicht recht auf Donations. Bitte seid mir nicht böse, wenn ich ein paar Leute wahrscheinlich übersehen habe. Und jetzt würde ich sagen, nehmen wir noch mal kurz Platz, dann unterhalten wir uns noch ein bisschen. Und was soll ich sagen? Heilige Scheiße, über 3000 Leute live im Stream, wenn wir das irgendwann vor, was weiß ich wann, egal wann, irgendwann mal jemand gesagt hat, hätte ich gesagt, ja genau. Ja. Tja, irgendwie hört's nicht auf, ich weiß auch nicht, was ich sagen soll. Dankeschön. So, das sind wir nun. Puh. Gut als recht, Luca. Kopfhörer rein da, mit den Torwärtschen schon weh. Da hätte ich mal was. Da hätte ich. Was? Wieso ist das Mikro nicht umgeschaltet? Habt ihr mich schon gehört jetzt gerade? Da bin ich wieder. Naja, siehst du, so ganz ausgereift ist das Ganze da doch noch nicht. Test. Habt ihr mich da, wie jetzt da habt ihr mich jetzt gerade schon gehört? Jetzt hat das Mikrofon umschalten nicht funktioniert. Ja, wegen Blechern. Das ist leider Gottes so, weil da hinkt natürlich das, da ist ein Großmembran-Mikrofon. Ja? Und, sagen wir es einmal so, die zweite Szene, wo ich stehe, da ist kein Großmembran-Mikrofon dran, sondern ich habe eine zweite Brio und da läuft es dann automatisch über das Mikrofon. Offensichtlich, ich check zwar nicht ganz, wie jetzt mein Umschalter da die Umschalterei getriggert hat, aber nie das Mikrofon wechseln, weil beides normalerweise in einem ist. Egal! Das, wie schnell können 2/4 Stunden vergehen? Ja. Ich hoffe, Sie hatten Spaß. Ich habe nicht recht viel auf Chat aufpasst. Ich weiß wieder, da habe ich jetzt dann Spaß, wenn ich mir meinen eigenen Stream selber anschaue, im Nachhinein und einen Chat lese. So. Ja. Und wo der ganze Blödsinn herkommt, da fällt uns mit Sicherheit noch sehr viel mehr ein. Ich habe halt einfach versucht, den Stream einfach, sagen wir einfach einmal, auf ein neues Level anzuheben, an was wir an Möglichkeiten haben und so. Und ich glaube, es ist ganz gut geworden. Steht der Hirsch im Feld und zittert, hat ihn ein Bär gewittert. Das stimmt. Klein schreibt, war geil, das freut mich. Beibalotz oder vom Baumarkt? Das ist Amazon Basics Lotzhosel. Ja. Brüllaffen-Simulator. Ja, Bruno, das war ganz am Anfang. Der Hut muss in den Shop. Ja, das ist eine Sonderanfertigung. Den kann man so leider Gottes bei mir im Shop nicht kaufen. vielleicht verlost man einmal. Frage, wann spielen wir den COD fertig? Weiß ich noch nicht. Sorry, aber es ist, weiß ich noch nicht. COD interessiert mich jetzt gerade echt überhaupt gar nicht. Ich hab Bock auf den Landi, ich hab Bock auf Mittwoch auf den Server und miteinander spielen. Also ein 8-Mann-Server wird es auf alle Fälle. Schauen wir uns den 16-Mann-Server morgen auf die Nacht einmal an, wie der performance-technisch dann läuft. Und dann machen wir wieder 2, 3 Höfe oder 4, weil die Map ist ja riesig im Vergleich zum 19er, glaube ich. Bitte mir ein zumindest, keine Ahnung. Und dann da die Song. Ja, ich hoffe, Sie hatten Spaß. Jetzt wisst ihr, warum die letzte Woche, ich habe irgendwann vor 2, 3 Wochen habe ich mal gesagt, so demnächst kommt so schnell kein Video, weil ich was anderes zum tun habe. Jetzt wisst ihr, was ich da habe. Auch wenn es nicht so ausschaut und wenn am Schluss im Prinzip eigentlich bloß, was heißt bloß, ein paar so Spielereien quasi in Stream kämen und so.
der ganze Umbau da herin hat mir sehr viel Zeit gekostet und da habe ich keinen Bock mehr gehabt, mir auch noch hinzusitzen und ein Video zu machen. Und ehrlich gesagt habe ich auch ein bisschen, das erste Mal seit langem war ich wieder so ein bisschen aufgeregt vor dem heiligen Abend, weil ich gewusst habe, es kämen viele Leute, dass über 3000 kämen, das habe ich nicht gemeint. Ich glaube, ich kriege einen Schlaganfall. Ich kriege da am Schluss dann eine E-Mail, was der Peak war und was der Durchschnitt war und dann lasse ich es euch im Discord nochmal wissen, wie viel das der Peak genau war, YouTube und Twitch miteinander. Und dann sehen wir es schon. Dann hoffe ich natürlich, dass alles funktioniert hat. Ich überlege mir vielleicht gegebenenfalls noch was mit dem Sound von der anderen Seite. Geht halt dann nicht immer, dass ich da, wie soll ich sagen, ich habe mittlerweile so viel Softboxen da herin und eine über 6 Meter lange Greenscreen-Wand, die sie per Vorhangstangen im Eck verstauen lässt und nicht im Weg umgeht und innerhalb von 20 Sekunden aufbaut und abbaut ist und. Da 2 Softboxen, hinter mir 2 Softboxen, hinten über der Tür, oben im Regal. Dann alles halt genau ausgemessen und ausdüftelt, wie viel einer geht. Dann die ganzen Szenen zusammenbaut und so weiter. War ein wenig stressig. Du wohnst also jetzt im Studio. Also mein Büro da hier hinten ist, deswegen hat es auch so lange gedauert, um ehrlich zu sein. Das habe ich mir schon so ausgetiftelt, dass wenn ich es verramm, innerhalb von 2 Minuten weg ist, dann merkst du das nicht mehr und innerhalb von 2 Minuten wieder aufgebaut ist, alles sehr erstrahlt ist und du keine Kabeln siehst und so weiter. Tja! Freunde der Sonne, ich hoffe, Sie hatten Spaß. Wir sehen uns am Mittwoch. Nein, ein Schluss ist jetzt. Simon! Servus aus Österreich! Wo einer sonst her? Herr Hopfgartner, merci für deinen 15er. 15 haben zu viel. Ich weiß gar nicht, was da heute... Wahrscheinlich war es wieder zu viel. Ich hab wirklich nicht aufgepasst. Ich hab mich immer nur darauf konzentriert, was wir heute tun und so weiter und so weiter. Ich hoffe, ich konnte Sie bespaßen. Wer weiß, was uns mit diesen Szenen und dem ganzen Scheiß in der Zukunft noch alles für einen Blödsinn einfällt. Und dass es jetzt wieder um 9 Uhr regelmäßige Pinkelpause geben wird. Auf das könnt ihr einmal Gift nehmen. Das ist sowieso gar. Und jetzt ist mir irgendein Hofetzen ins Maul geflogen. Jetzt schleichen wir uns ins Bett. Vielen Dank fürs Zuschauen. Seriously, nochmal. Über 3000 Leute, leckt mich am Arsch, da läuft's mir eiskalt am Bugel runter. Das, wenn mir irgendwann irgendjemand gesagt hätte, hätte ich gesagt, ja genau, Alter. Wieder mal, aber dennoch lasse ich mir nicht nehmen. Das soll uns erstmal irgendjemand mit Mundart-Streams, ganz wichtig, nachmachen. Dann schmerzen wir weiter. Vielen Dank an euch alle. Egal, ob du Donator bist oder aus Österreich kommst oder Florian heißt oder ob du Lurker bist und still und heimlich zuschaust. Vielen lieben Dank. Jeder Einzelne trägt da seinen Beitrag dazu bei und umso schöner ist es, wenn ihr einen Spaß dabei habt. Mir macht es auf alle Fälle immer noch mehr Spaß. Das war mal wieder wie soll ich sagen, nach dem ewigen Stream-Trott eine massive Herausforderung. So muss ich auch ehrlich sagen, da können wir uns mal im Detail drüber unterhalten, wie das alles läuft und so. Und hat ultra Spaß gemacht und eröffnet sofort völlig neue Möglichkeiten, vor allem im Livestream, was für mich das Besondere ist. Ich kann den ganzen Scheiß da dazwischen auch jedes Mal per Video einblenden. Langweilig. Ja, weißt du was es ist. Und jetzt schleicht es euch ins Bett. Vielen herzlichen Dank. Denkt ans Discord, da ist am Mittwoch dann das Passwort drin und ja, morgen auf die Nacht finde ich jemanden dann, der mit mir mal auf den Server joint und nachschaut, was da so los ist. Und jetzt schleichen wir uns davon bis Mittwoch 20 Uhr und wer nicht kommt, schlägt ein Find seine Schwester. Und jetzt schleicht es euch, wo habe ich eigentlich die Tröte hingeworfen? Keine Ahnung. Wo habe ich die hin? Die habe ich irgendwo unterwegs dabei. Ja, hab's gefunden. Was? Die habe ich auf dem halben Weg, habe ich es wieder irgendwo. Wir brauchen sowieso eine Pauke. Habe ich schon gesehen. Wir brauchen eine Pauke für einen Vollbier-Squad-Song. Vielen herzlichen Dank und jetzt schleicht es euch. Habe die. Rest in peace, Mr. Headphone-User. Habe die Ehre bis mit.